Test, Du so, musst ich eben muss, schon, ich muss echt genug laut reden. überzeugt und du musst schon laut Also, wir schauen mal. Vielleicht sieht man jetzt nur die. Nein, schau, es geht. Nein, es es geht. sollte schon funktionieren. Super. Nein, aber dann würde ich sagen, wir starten das Ganze. Ich freue mich natürlich zuerst mal noch öffentlich, nebst dem, dass ich dich natürlich schon off-stream recht herzlich hier begrüßt habe. Freut es mich sehr. Bist du heute mit dabei? Hey, ich freue mich mega, dass ich hier sein Das ist sehr schön. Nathalie hat übrigens keine Erfahrung mit Twitch, also keine Erfahrung natürlich mit Internet-Live-Format. No, ich war noch nie im Netz gewesen. Wirklich das Grosse heute erklärt, www. ist der Weg für ins Internet. Nein, aber ja, Twitch, keine Ahnung. Aber du, eines ist immer das erste Mal. Man muss mal anfangen, das ist Genau. so. Und ja, eben über, jetzt, was ich nicht einmal gefragt habe, was ich noch nicht mal weiss, live, mal TV hast du natürlich live auch schon Ja. viel gemacht. Viel, immer. Was Fußball. ist jetzt so der erste, also nebst dem, dass natürlich du wahrscheinlich in schönen Studios gehockt bist und Genau. nicht in so einem Dachgeschoss. Nein, überall, das ist super. Was ist das Erste, wo jetzt, wenn du an ein Live-Fernsehformat denkst und jetzt das hier anschaust, was ist so das Erste, wo du denkst, Hey, ich glaube, Fernsehen ist natürlich viel seriöser, weißt? Also ich würde jetzt nicht im Fernsehen da quasi im Schneidersitz und so da hocken, sondern du bist dann eher so ein bisschen gerade und ich glaube, es ist schon ein bisschen cooler, ein bisschen lockerer vielleicht so, aber es ist immer ein bisschen formatsabhängig, logisch, könntest du im Fernsehen auch so machen, aber ja, bist du vielleicht eher noch so ein bisschen, es ist schon noch ein bisschen, vielleicht auch zu Recht, weißt, dass man sagt, hey, es ist ein bisschen... dass man sich ein bisschen bahnen, dass man sich ein bisschen Schienen hat im Fernsehen. Genau, so, ein bisschen jünger online, sagen wir es mal so, habe ich das Gefühl, so, im Schnitt. Aber sonst fühlst du dich wohl alles. Hey, super. Ich habe Eistee, ich habe ein Sofa, wo ich drauf hocken kann, Blutfuß, das ist super. Das freut mich doch zu hören. Ja, also eben vielleicht kurz, eben, du hast ja schon gesehen, der Chat ist immer dort vorne. Wir werden jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie auf den Chat eingehen. Wie ich schon beim letzten Podcast mit unseren E-Sportlern gesagt habe, der Podcast hier soll wirklich mehr so ein bisschen ein Kennenlernen eigentlich sein. So, wir lernen ein bisschen der Chat, ich tue jetzt den Chat zu mir zählen, ich und der Chat lernen dich kennen. Schön. Wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen geschwätzt und ein bisschen schon, ich habe natürlich auch schon ein bisschen vorinformiert. Vielleicht haben ein paar von euch im Chat auch schon mal ein bisschen geschaut, was Nathalie so macht. Und wir haben jetzt, du hast mir schon ein bisschen erzählt. Genau. Eben Moderatorin, Fernsehmoderatorin, Bluesport-Moderatorin steht, Weiberhaken, also viel unterwegs in Produktionen für Schwingerte. Genau. Man lernt, also ich habe gesehen, bei dir lernt man Schwinger so ein bisschen behind the scenes kennen. Buchautorin, übrigens Buchautorin, wir haben dann, ausschließlich ich, oder sagen wir mal ich und meine Frau, haben das Kinderbuch von der Nathalie bekommen, wo sie selber geschrieben hat. Es heisst Billy, der Zauberlehrling. Genau, es hat mal nichts mit Fußball zu tun in dem Sinn. Und wir haben es geschenkt bekommen von der Nathalie, was mich natürlich sehr ehrt. Und da wird ich auf jeden Fall ein bisschen mal zuerst daraus vorlesen, bis er es selber Hast du gesehen, im Chat, das ist schon, da lesest du uns dann mal vor, oder? Wer ist, da lesest du uns dann mal vor. Ich nehme jetzt mal an, der Roy. Ja, also ich kann es machen, oder wenn wir heute schon die Autorin hier haben, kann das Du grundsätzlich nicht vorlesen. Nein, wir machen keine Kinderbuchlesung. Aber es hat nichts, das erste hat noch nichts mit Fußball zu tun. Das zweite, das wird euch im Chat sicherlich sehr interessieren, es hat mit Fußball zu tun. Das wird sehr eine coole Sache. Also, wir wissen jetzt, es gibt ein zweites und wir sind am zweiten dran. Genau. Viel mehr erzählen wir jetzt auch noch nicht. Genau, ich darf einfach noch nicht zu viel verraten, das ist ein bisschen das Problem. Aber es gibt ein zweites und dort werden wir jetzt sicher auch noch ein bisschen drüber kommen. Also wir können ja eigentlich auch gerade damit anfangen. Ja. Und nebst dem, dass du im Fernsehen unterwegs jetzt bist, was hast du vorhin gesagt, 20 Jahre? Hey, ja, fast 20 Jahre. Ja, ich habe zuerst hinter der Kamera, ich muss immer schauen, ob ich gut genug laut rede. Ich bin Also zuerst hinter der Kamera. Du kannst es auch wirklich Ja, sehr wie nehmen. Also, merci. Also. Genau, fast 20 Jahre, als ich das Fernsehen mache. Ja, du, aber ja, es ist super. Wie bist du jetzt, also... Zum Shooten kommen? Nein, zum Kinderbuch schreiben. Hey, du bist ja jetzt der Papi. Du musst schauen, plötzlich fast du anfangen Bücher schreiben. Nein, ich habe vor Jahren mal nach dem Ausgang, ich weiss nicht mehr genau,
ob es nüchtern war oder nicht, habe ich einem Kollegen gesagt, hey, ich möchte mal wie findest du die Idee, wenn ich mal ein Kinderbuch schreibe? Und dann hat er so angefangen zu lachen und hat gesagt, oh mein Gott, und das war so 20 Jahre der Running Gag gewesen. Nathalie, weißt, immer wenn ich eine neue Idee hatte, wenn kommt echt dein Kinderbuch raus? Ich habe es nie gemacht. Und dann habe ich gefunden, als ich bei Mami wurde, so, jetzt mache ich das, dann muss ich mir das nicht immer anhören. Und dann habe ich das erste gemacht und dann habe ich aber schon beim ersten die Idee für das zweite. Und die Idee habe ich so gut gefunden, dass ich das Gefühl hatte, hey, komm, jetzt mache ich das erste und dann mache ich das zweite. Und dort bin ich jetzt voll, das kann ich verraten, mit netter Unterstützung von ein paar Fußballprofi bin ich jetzt das am machen. Genau, so viel kann ich verraten. Die Infos sind jetzt doch rausgerutscht. Die sind gleich rausgerutscht. Darum, ja, weil sonst glaubt mir ja kennen, wenn ich sage, es ist etwas für euch. Ich habe mir schon etwas überlegt. Es ist geil, es ist richtig geil. Und es wäre jetzt auch schade, gerade für Leute, die sich für Fußball begeistern, die Werbung gerade nicht zu nutzen. Jetzt, ja, es ist, Also es sind Fußballprofis aktiv involviert am neuen Kinderbuch. Genau. Von der Nathalie. Genau, verschiedene Vereine, verschiedene, aber ja, fertig. Dann tun wir dann auch abklemmen und sagen, hey, lasst noch überraschen. Ja. Und wenn es rauskommt, planet auf Ende Jahr, November irgendwann ist. 3. November. 3. November, dass man sich dort suchen lässt. Auch gerade für die Kinder haben vielleicht schon im Chat oder vielleicht ein Cousin, eine neue kleine Cousine, Junge oder was auch immer. Dort auf jeden Fall aufpassen. Aber ich werde mich sicher auch on-stream zu dieser Zeit darüber informieren. Genau. Und sonst könnt ihr mir echt schreiben. Also ich bin recht unkompliziert. Jetzt schaltet. Könnt mir einfach schreiben. Wenn du einfach im Bild willst, musst du einfach ins Mikrofon ich merke, ich rede ein bisschen zu leise. Aber es ist ein bisschen unangenehm, wenn ich immer so muss. Aber es geht. Man ist ja ein Fernsehprofi. Es ist nie zu spät, mit Twitch anzufangen. Ja. Wir haben vorhin schon ein bisschen Twitch zusammen angeschaut. Ja. Und, ich fange jetzt vielleicht auch an. Ja, wir sagen es immer beim Fernsehen, soll nicht zu laut reden, aber schau mal, das ist einfach ein grosser Unterschied. Ich muss wieder einschreien. Ja, also man muss auch sagen, mein Setup ist natürlich jetzt auch noch nicht perfektioniert, was das Audio mit dem... Also das Audio ist das eine, aber im Zusammenhang mit der Szene automatisch ist nochmal sagen. Das ist kein Problem, Roy. Ich muss das noch verfeinern, aber das bekommen wir schon. Schon gut, ich wirke sicher mega sympathisch. Ich bin halt eher ein Lauter, muss man sagen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber ich bin ganz fasziniert von diesem Chat. Hey, aber wie machst du das moderieren und da die ganze Zeit lesen? Roy und Bücher schreiben? Nicht spät. Ja, der Jörg traut es mir nicht zu. Also ganz viele Emotionen musst du reden. Ja, mit ganz vielen Emotionen musst du reden. Es ist, ich sage dir, es ist nicht immer ganz einfach, gerade wenn du irgendwie am Gamen bist oder so und dich ein bisschen konzentrieren, alle Nachrichten nebenbei zu lesen, gerade wenn einigermaßen viel läuft. Ja. Aber sonst ist es wirklich so ein Antrainieren, wegen dem ist bei mir auch der Monitor mit dem Chat sehr nah am Monitor, wo ich spiele, dass es eigentlich nur so eine kleine Augenbewegung ist, um schnell reinzuschauen. Okay. Und dann lernst du relativ schnell drüber zu fliegen und zu lesen. Okay. Aber wenn ich wirklich im Stress bin beim Spielen, ich lese jedes Mal irgendetwas falsch oder verstehe eine Nachricht falsch oder dann lese ich so, was hat er jetzt gemeint? Schaue schon wieder im Monitor, dann frage ich so und dann merke ich erst, dass ich die Nachricht falsch gelesen habe. Also ich bin das gehört dazu. Beim Fernsehen bin ich noch froh, wenn ich auch beim Nachhinein so Kommentare lese und sage, hey, ist die echt dumm und so. Weißt du, wenn du das nicht in die Live-Sendung hast, wo du merkst, was kommt da aus, sondern vielleicht einmal einen Tag später so, Nathalie, willst du antworten? Nein. Ja, aber ich glaube, so Kommentare im Nachhinein, das ist glaube extrem grosser Unterschied zu Live-Kommentaren, die du hier hast. Was nicht so... Weil da ist es wie eine, wie soll man sagen, es ist wie eine Diskussion, oder? Es ist wie nicht ein Monolog, den du machst und die Leute deinen Monolog beurteilen, sondern es ist wirklich so ein Dialog, auch wenn du... Manchmal mache ich auch einen Monolog führen, live on Stream, wenn die Leute sich dann beschweren, dass sie ihr Zeug nicht lesen. Okay, das sagt schon jemand. Warte, der Roy, was habe ich vorhin gelesen, du tust. Hier meine Nachrichten ignoriert der Roy immer. Ja, aber du musst auch wissen, zum Beispiel das jetzt bei diesem Satz, das letzte Emote hier. Das ist... das hier. Ja, das hast du mir erklärt. So halt. Aha, nein, das hast du mir nicht erklärt. Das ist das Kappa-Emote. Das tut immer auf Sarkasmus hinweisen. Aha, okay. Also, okay. Weil via Textnachricht ist es relativ schwierig, Sarkasmus zu interpretieren. Für das hat Twitch extra ein Emote. Das ist schlau, das ist sehr schlau. Ja. Okay. Das sind so die Twitch-Sachen, die man am Anfang muss verstehen muss. Okay.
Gut. Also immer wenn du das siehst, weisst es ist nicht wirklich ernst Okay, gemeint, so. okay. Ja. Also wenn dort steht, Nathalie macht es noch gut und dann ist der hinten dran, ist... Der ist nicht gut. okay. Ja, der ist nicht gut. Ja, aber das ist immer schon, hast du immer schon Ich habe es verstanden. gecheckt, okay. Hier ist niemand negativ. Ist das so? Ist das so Wohlfühloase? Umarmt ihr so Ja, gemeinsam Bäume? es ist noch schwierig. Es ist, meistens bin ich der negativ wird, weil wenn ich spiele und es schlecht läuft bei mir, wird ich negativ, aber der Chat probiert schon immer mehr aufzubauen und positiv zu bleiben. Aber ja. Nathalie ist super. Hey! Was wer ist das? Schuhblasen? Ja, aber du musst eben jetzt auf die Mode schauen. Ich sehe es. Eben, aber steht Nathalie, ist bist super. Freche sich. Nein, aber die Jungs sind wirklich Ist alles. ein Aber wir guter. schauen auch sehr gut. Also, aber das Ding ist, wenn jetzt hier Leute reinkommen und etwas gegen dich würden so Ja. ernst schreiben, dann, oder du siehst all die mit dem grünen Schwert zum Ja. Beispiel, die würden sie gerade abknüppeln. Das Und ist die noch, anderen- also wir haben keine andere Wahl, als mir gut zu finden. Also jetzt heute hier im Chat definitiv, ja. Weltklasse, das ist genau Also du meine... schreibst einfach eine Nachricht und dann bist du das so. Das ist Weltklasse. Ja. Ich mache das von an. Ja. Mit tut man nicht twitchen. Nein, Livestreamen, Twitchen sagen wir. Das wäre aber fast ein bisschen geiler. Ich tue Twitchen? twitchen. Ja, von twitchen. Du Schau, da twitchen. kommen plötzlich ganz neue Leute in den Chat, die ich schon seit Jahren nicht mehr gelesen Sehr. habe. Loika TV, Wer nicht ist einmal das? Sub. Kenne ich gar nicht mehr Leute im Chat, die nicht Sub sind, die ich kenne. Wo nicht was sind? Die nicht Abonnent sind. Aha, Weißt? okay. Leute, die Okay. nicht unterstützen, weißt, die nicht so Okay. unterstützen. Siehst du, hol dir neue Abonnenten. Ja, mal schauen, ob er vielleicht heute abonniert. Er schaut einfach Okay. mal. Schaut mal, schaut- also mal die Du hast es aber schon geschafft, Testversion. dass er wieder reinschaut. Okay. Es ist nicht immer so schlecht, wie wenn ich da bin. Und normalerweise ist ja der Ton ein bisschen besser. Was? Also es schreien nicht alle Gäste so, wie ich. Nein, es sind tatsächlich die meisten Gäste, die eben leise reden. Aha. Aber das Aha. Problem ist, ich habe noch nie wirklich Zeit gehabt, mit jemandem herzuhocken, der leise redet und die Feinjustierung auf dem PC Okay. zu machen. Das heisst, Okay. ich habe die auch vorher einfach ein bisschen Ja. aufgeregelt. Das hat aber dann gerade beim Szenenswitchen ein Problem gemacht. Ja. Okay, So, ist alles gut, ist alles Ja, gut. wir schaffen es, wir schaffen es. Das ist, bei euch kann man gut schauen. Ja, das ist ein Schritt, da müsst ihr wirklich ein bisschen schauen bei dem. Wer ist das? Nein, es ist... Loika TV, ja, TV. das ist so ein Fasnächtler, weißt du. Ein Bei dem ist- Fasnä ja, oh, ein bei dem ist Fasnächtler. immer- Oi, 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 oi. Ja, ich arbeite mit Fasnächtlern zusammen, das sind die Dort schlimmsten. weisst du nie recht. Da weisst du nie. Aber die haben ja Fasnacht das ganze Jahr, weißt du. Die Ja, wechseln auch. dann von Kontakt, gell? Ja. Manchmal sind sie Berner und dann sind sie Basler, einfach gerade dort, wo die Fasnacht ist. Sind wir ehrlich. Ja, Vielleicht also auch nicht nur nicht. standortmäßig, sondern Nein. sie ist auch einfach bei ihnen. Ist einfach so. Im Kopf ist Fasnacht, einfach eine Nonstop-Fasnacht. Definitiv, ja. Nein, aber hey, wir verlieren den Faden nach Ja, und nach voll. die ganze Wir- Zeit, aber das ist auch völlig okay. Eben, dann bist du zum Billy gekommen, Genau. Zauberlehrling. Ich habe ich habe jetzt noch nicht irgendwie gelesen oder so, aber willst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, um Was was es Geschichte geht ist? und was Begeisterung an dieser kleinen Geschichte ist? So. Das erste Buch ist mir vor allem so ein bisschen darum gegangen, etwas zu machen für, ja, ich rede genug laut, für Kinder, die anfangen lesen. Weißt, dass es wie einfach geschrieben ist, dass sie wirklich lernen lesen können. In der Schweiz gibt es viele Bücher, weißt, mit dem Doppel-S von Deutschland, wo die Kinder aber gar nicht wissen, was ist das? Und dann habe ich gesagt, nein, komm, wir machen zwei S, so wie sie es in der Schweiz lernen. Und es ist eine einfache Geschichte von einem Bub, der Geburtstag hat und der wünscht sich einen Zauberer, der ihm Wünsche erfüllen. Und dann kommt aber ein Zauberlehrling und der hat es natürlich nicht so im Griff und macht alles falsch. Und dann wünscht er sich das, bekommt aber dann das und da verreckt wieder etwas. Und soll ich den Kindern so ein bisschen zeigen, weißt, dass du nicht immer alles im Leben musst perfekt machen musst. Weil das ist ja so ein bisschen, wir Menschen allgemein werden ja ein bisschen getrimmt, hey, alles muss perfekt sein. Weißt, am gescheitsten stehst du morgen um 5 Uhr auf, gehst joggen, machst Yoga und dann tust du dich noch selbst optimieren. Hast noch irgendwie auf Twitch noch einen Kanal, kennst noch alle Prominenten. Und ich finde so ein bisschen, nein, so ein bisschen wegkommen von dem, alles muss perfekt sein, man darf auch mal Fehler machen und das tue ich da den Kindern so ein bisschen zeigen. Das ist doch das ist eine fantastische Message eigentlich. Genau, das einfach so ein denkt man. bisschen, hey, Also mach anhand vom Buch
weist das echt schon ein bisschen darauf hin, dass du hingelist? Was? Dass es... Das Basis perfekt. Nein, für die Kinder habe ich es natürlich so ein bisschen, Aber weißt, es ist so ein bisschen die Hintergrund, ja, so ein genau, bisschen dass unterschwellig sie, die genau, Message mitgeben. genau, Okay, er macht cool. alles falsch und gleich haben sie es mega lustig. Weißt, Ja. obwohl der Zauberlehrling eigentlich alles falsch macht, haben sie es selber sehr lustig. Ich wollte einfach so ein bisschen zeigen, hey, nehmt ein bisschen den Druck weg, von immer alles müssen perfekt zu machen. Und wir sind ja schon so ein bisschen in diesem Hamsterrad drin. Weißt, am besten redest du irgendwie 7 Sprachen fließend. 100%, ja. Rechnen musst du auch noch können. Einfach so das Null, ja, so mit dem Null-Fehler-Toleranz. Weißt du, überall im Fußball ja manchmal schon, wenn einer den Ball verliert, der Idiot, wieder, Ja. was ist das für einer, hey, fahr ab, weißt du, so das, ja, wir machen doch alle Fehler. Und du, wenn du etwas machen im Leben, wo du gut drin werden willst, du musst halt irgendwann anfangen und Fehler machen, logisch. Ja. Jeder Fußballprofi hat angefangen und hat ganz viele Fehler gemacht, sonst hätte er es nicht gelernt. Und das wollte ich Definitiv, dort so ein bisschen den Kindern zeigen, hey. Nein, Aber- das ist, ich finde, eine sehr, sehr coole Message. Weil ich bin dort auch sehr extrem, vor allem in den letzten Jahren, seit ich so ein bisschen angefangen habe, mit eben selbstständig etwas probieren und so, hat sich für mich so ein bisschen herausgeschaut, du lernst eigentlich nur, wenn du Fehler machst. Logisch, logisch. Solange du keine Fehler machst, lernst du nichts dabei, weil du machst einfach so, wie du es kennst und dann lernst du nicht dabei. Also definitiv 10 von 10 Botschaft, genau so sehe ich das auch. Merci. Buch, ohne dass ich es gelesen habe, schon 10 von 10. Schau jetzt. Perfekt, Jungs. Perfekt. Das passt Merci eigentlich auch zu vielmals, sehr lieb. das passt auch zum CBK. Es ist eigentlich auch ein CBK-Message. Also, ich habe ja vorhin kurz über Warte, unsere dann habe Community- ich habe es gelesen, was es heisst, aber ich weiß es schon wieder nicht mehr. Comeback King. Ja, genau. Genau. Aber du hast es bei einer Frau geschrieben, Der CVK. Svenja, ja. Aber dann müsstest du ja fast Princess. CVP. Ja, es haben auch Leute geschrieben, heisst nicht CBQ, Comeback Queen. Ja, ist egal. Und dann ich so, ja, CBK ist bei uns so ein bisschen, der Begriff Okay. ist so, es hat kein, es ist universell, es ist unisex. Ja. CBK, ist einfach eine Person, die, wenn er auf die Schnur fliegt, wieder aufsteht. Ja. Halt so. Das ist für mich voll okay. Man muss nicht alles noch Sternchen hinten Aber ja. dran. Und, Aber wie das es ist- gemeint ist, ist am Schluss, glaube Genau. Und es geht Message. einfach, und bei uns, die ganze Community, die wir haben, wir sind ja alles CBKs, also jeder ist ein CBK, der bei uns in der Community ist. ich. Okay. Und auch unser E-Sports-Verein, der heisst ja CBK Helvetics. Also es ist alles darauf aufgebaut, dass eigentlich unsere Grundwerteinstellung von hoffentlich allen hier im Chat ist CBK. Das heisst einfach, wir fliegen auf die Schnur, stehen wieder auf und Ja. machen weiter. Und das geht ja wirklich Hand in Hand mit dem Billy, Ja. der Zauberlehrling. Wegen dem natürlich, jetzt bestellt ihr alle mal so ein Buch. Genau. Und dann, Dann seid ihr alle dann mit mir am Lieren, weil du könnt es nur direkt bei mir bestellen. Das aber habe das ist auch noch gesagt, nur direkt bei dir. Genau. Wo direkt bei dir? Hey, auf meiner Internetseite www.natalievarros.ch. Und ich habe am Anfang gedacht, hey, ich will mit einem Verlag arbeiten. Und dann habe ich so gedacht, nein, das ist mega schade, dann lerne ich die Leute gar nicht kennen, die das Buch wollen. Und weisst, ich habe das noch gerne, wenn jemand schreibt, plötzlich lernst du jemanden kennen. Es ist ja meistens noch spannend, so wie jetzt da die Leute die schreiben, das ist noch cool. Und mir macht das auch Spass. Das ist ein bisschen wie mein Chat, wie mein Twitch-Chat. Ja. Wenn die Leute dann ein Buch Deine wollen. Community. Genau. Ja. Und ich finde es wirklich am Anfang noch so spannend, hey, was sind das für Leute, die es gut finden, was sind da für Geschichten dahinter. Zum Beispiel auch ein Grossi, der Tintenfisch, der vorkommt, eben der Billy. Dort hat mir ein Grossi gesagt, hey, das ist ja das Zeichen von Frühgeburten, wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt. Und sie hat das unbedingt für das Grosskind wollen. Und dann, weißt, so Geschichten sind für mich zum Teil schon noch emotional, wenn eine Mami oder ein Grossi kommt, die wirklich so sagt, hey, ich will das Buch, weil es Hat gerade so ein bisschen tiefgründigere Bedeutung Genau, plötzlich, und die sonst du bei einem vielleicht gar noch nicht Verlag, gesehen ja, hast, bei oder? einem Verlag, da sagen dir dann hier die Banküberweisung, du hast so viel verdient, und ich denke mir dann, ja, wer hätte das gekauft? Es ist ja fast schade, wenn du die Leute nicht kennst. Ja. Gut, ich denke jetzt auch gerade beim ersten Buch, sage ich jetzt mal, ist natürlich auch noch mal etwas Spezielleres. Ja. Das sind ja dann so deine ersten Kunden, deine... Genau, Oder das ist dann genau. das verstehe ich den Punkt sicher. Wenn jetzt dein 10. Buch hättest rausgebracht, Ja. dann ist wahrscheinlich dann nicht mehr so, Ja. aber am Anfang absolut verständlich. Ja. Also in dem Fall, wer sich Billy, der Zauberlehrling, suchen tun, das ist auch, also es ist auch für 18- bis 30-Jährige geeignet. Also es kann sich jeder holen auf natalie-barros.ch. Natalie Barros, aber ist egal. nataliebarros.ch, Ohne Strich? ohne Strich. Aha, einfach Natalie Barros. Genau, aber ist egal, ja. Genau, so, merci Barracks für den Link, dankeschön. Jetzt Hey, könnt ihr stark. alle drauf. Kinder, sogar mit Kinderbüchern. Direkt zum Bestellformular, oder was hast du dort?
Genau, kannst du einfach das Mail machen. Dann einfach das schickt Mail das machen. hey, genau. Also hast du so einen Link, den du kannst. Okay. Also die sich es holen auf jeden Fall. Und ja, die jetzt schon aufs Neue nicht warten können, müssen noch bis im November warten, Genau. dann kann man dann das Neue bestellen. Hey, du bist Ja. so locker beim Moderieren. Krass. Da bin ich heute die 2. Gast, hast du gesagt. Du bist Eigentlich der unfassbar, du bist unfassbar relaxed. Ja. Ich probiere es, ich muss mir auch Mühe geben, weil ich bin mir so eigentlich nur gewöhnt, jetzt gerade live zu sein, allein. Ja. Und da schaut mir ja niemand zu. So, da bin ich locker in dem Sinn. Aber ich sage gerade, dass weil in meinem Hinterkopf bin ich schon noch so, funktioniert echt gerade alles. Weil Okay. es ist schon meine, Okay. das Technikzeug da ist schon in meinem Hinterkopf ist schon so, hey, ich hoffe, es funktioniert alles. Aber Roll for Blue. ich weiss, dass der Chat sich meldet, wenn etwas nicht stimmt. Von dem her probiere ich da immer ein bisschen zu vertrauen. Aber es ist auch, ich probiere sehr stark jetzt eben dir zuzulassen und den Faden nicht zu verlieren. Weil den Faden Ja. hast du extrem schnell, gerade in so einem Live-Format, wo ja nichts geplant ist, Ja. hast du extrem schnell den Faden Hey, verloren. das ist auch so krass, weil du mich vorhin gefragt hast, Unterschied zwischen jetzt Twitch oder Live-Sendungen, zum Beispiel jetzt, wie ich sie mache. Weißt, im Fernsehen verlierst du nie den Faden. Du hast immer den Knopf im Ohr, wo sie die ganze Zeit stressen, irgendwo vor dem Spiel. Weißt, Nathalie, schon. Nathalie, wir haben keine Zeit Das mehr. habe ich eben auch nicht recht gewusst. Wird da wirklich die ganze Zeit gesagt, auch jetzt also am Hauptmoderator, sage ich jetzt mal da, wenn einer mit ein paar Experten dort ist, dann hat der immer einen Knopf im Ohr. Ja. Gut, Und das dann musst du geht dir wissen. zum Teil recht ab. Im Normalfall, vor dem Match, vor Abpfiff, weißt du ja zum Beispiel, okay, wir haben Vorlauf eine halbe Stunde. Ja. Und dort schaust du schon, weißt, das ist alles genau taktet. Hey, Begrüßung, 2 Fragen. Dann kommt ein Themenclip und dann ist ein Themenblock, wo wir über IBE reden. Und dann kommt ein Beitrag und dann kommt das Interview und dann wechseln wir zu Basel. Und dort weisst du schon ungefähr, du weißt sehr genau den Ablauf, der kommt. Aber dort, wenn das Interview etwas länger geht, also die wissen ihre Zeit auch immer, aber dann ist vielleicht mal das Interview 30 Sekunden länger und dann stressen sie mich schon und sagen, hey Nathalie, gib Gas, wir sind im Verzug. Und weißt, dann bist du live in der Sendung und du redest mit jemandem. Nur noch geschlossene Fragen. Ja, und das haben wir viel. Weißt du, so, hey, sag dem Experte, er muss abbrechen. Ja. Aber weißt du, dann läuft die Sendung und dann zum Teil machst du so Zeichen ab, wie, weißt, wenn die Kamera nicht auf dir ist, wirklich so. Und das, hey, ist zum Teil wirklich Stress pur. Aber das ist eigentlich Alltag. Also, Ja, du das hast ist natürlich immer. da schon anders. Ja, das ist beim Fernsehen. Weißt du, das, was du mir hast gesagt hast, ich habe gefragt, wie lange geht es? Ja, können wir dann schauen. Also, das hast du bei uns nie. Du hast immer eine Nullzeit, die sagt, hey, bis dann. Gut, eben im Fernsehen verkauft man eine Werbezeit Genau. und dann muss der ganz abgespielt Ja. werden. Musst du schauen, dass der dort nicht schon abpfiffen ist. Ja. Das ist natürlich schon Aber weißt du, das, Viel das ist strikter, zum Teil Psychoterror pur, wenn du auf dem Ohr einen Knopf hast. Und das Schlimmste ist, runterzählen. Wenn dir einer sagt, Roy, ich zähle dich heute runter, du musst dir auf die Sekunde genau die Sendung abgeben. Weißt du, das ist etwas, das kannst du dir noch nicht vorstellen. Und dann zählt die einer ab, jetzt geht es noch 30 Sekunden. Und dann weisst du, warte, 30 Sekunden, okay. Und dann musst du reagieren, stelle jetzt noch eine Frage oder fange ich jetzt an zu reden. Und dann 30 Sekunden ist eine Scheißzeit, weil eine Antwort Das geht lenkt nicht meist, für ja. mich. Und dann merkst du, okay, eine Antwort geht zu lang, ich fange mal in die Kamera an zu reden. Und dann weisst du, jetzt muss ich 30 Sekunden lang irgendeinen Satz machen, wo am Schluss, und dann fangen sie ja 10, 9, 8, und du redest weiter, weißt du, du hörst es auf dem Ohr. 6, 5, 4, dann Ade miteinander. Und dann, aber weißt du, das sind zum Teil Sätze, wo ich denke, hey, habe ich jetzt das wirklich noch gesagt? Weil ich einfach musste. Einfach so rauskützeln, irgendwie, dass Ja, noch du ein bisschen weißt, Zeit hey, bis zum ja, Schluss. genau. Du weißt wirklich, hey, du hast noch oder einmal habe ich ja schon den Satz echt fertig gehabt, die Sendung wie abgeschlossen, dann hast du noch 15 Sekunden. Hey, was sage ich jetzt in 15 Sekunden noch? Wenn ihr noch ein Buch von mir kaufen wollt, musst du ja, irgendetwas aus der- irgendein aus dem Ärmel Scheiß, schütteln. eine Frage kannst du nicht mehr stellen. Das ist zum Teil, wow. Also wenn du auf Twitch streamen würdest du das definitiv lernen, das kann ich sagen. Was? Einfach so etwas aus dem Arm schütteln, etwas erzählen irgendwie. So Ja, für das eine lernst du beim gewisse Zeit. Fernsehen auch. Gut, aber du wirst Ja. schon auch gezwungen dazu. Ja. Ja, ja. Aber wenn jetzt jeden Tag würdest live sein, ich meine, ich hocke ja 4 Stunden her und muss Ja. theoretisch 4 Stunden irgendetwas erzählen Ja, und ich habe kein Skript. ja. So, ja, eigentlich immer, wenn ich den Stream anschaue, habe ich einen Vortrag, aber so Freestyle, so, erzähl mal. so. Und zwischendurch gibt es Fragerunden. Aber das haben wir Wichtigste Frage. Welcher Verein unterstützt Nathalie? That's the question. Das Hast du eine Rater, Antwort, eine konkrete? ich habe eine Antwort, natürlich. Ich habe auf alles Antworten. Aber mir nimmt Wunder, was meint ihr? Schreibt mal rein, was ihr denkt. Was Ja,
Neue Champions Welche League Hand Saison, der von- Roy im Studio dabei bei Blue, let's go. CBK von Champions League. IB, hey, es ist lustig, sagt mir jetzt ein Thun. Ich tue es noch nicht auflösen. Also sicher Bern, so. Welcher Verein ist es Region und wieso Bern. ist es, wieso ist es IB? Nein, es ist natürlich das, was immer alle sagen. Wenn du jemand, und das ist ein bisschen gemein, in der Schweiz du hast auch Dialekte. Dann hörst du mir Berndeutsch reden, also willst du nicht sagen FC St. Gallen. Also logischerweise. Und der Ja. Zürcher sagst du dann, ja, FCZ, oder? Und dann sagt er, nein, nicht FCZ. Was, GC? Im Ernst, weißt du, so ein bisschen so. Ja. Und bei mir ist natürlich immer, ja, IB, und dann sage ich, nein, es ist nicht IB. Ah, Thun. Nein, es ist auch nicht Thun. Also ich bin im Fall wirklich nicht von keiner Mannschaft Fan. Nicht aus der Schweiz und auch nicht international. Nein, bei mir ist ganz klar, bei mir ist ja der Papi Spanier und die Mami eine Schweizerin. Und wir sind natürlich mit dem spanischen Fußball aufgewachsen. Also wir haben von klein auf immer, wenn die spanische Nazi gespielt hat, sind wir mit dem Gabriele und mit der Spanien-Flagge durch das Dorf graset, blöd gesagt. Nein, graset nicht, aber durch das Dorf gefahren. Ja. Und wir sind auch mit dem spanischen Fußball aufgewachsen. Also ich habe zum Beispiel im alten Wankdorf, ich habe nie ein IB-Spiel dort gesehen. Weil bei uns war niemand IB-Fan. Also ich bin dort wirklich so reingerutscht. Aber klar, als Berner hast du natürlich nachher für die Berner Vereine irgendwo durch eine Sympathie und sagst, hey... Aber clubmässig hast du Nein. auf der Welt keinen Favorit? Nein. Ich habe mal... Kein Madrid, kein Barca, mal, kein ich habe Celta Vigo, lustigerweise... was auch immer. Nein, lustigerweise finde ich, ist mir Barca sehr sympa. Mein Sohn heisst dort Jordi. So ein bisschen, nicht wegen Malba, aber einfach so. Madrid habe ich immer so ein bisschen arrogant gefunden. Aber frag mich nicht, es ist Ja, sehr... halt auch die Königlichen. Ja, und es ist auch so ein bisschen, es ist Also, sie untypisch für einen Halbspanier. Ich meine, die Spanier sind eigentlich fast alle Real-Fan, aber ich habe immer wie so ein bisschen... es ist so ein bisschen für mich so ein bisschen too much gewesen. Und immer Barca habe ich wie so das Gefühl gehabt, nein, entspricht mehr so ein bisschen mir. Aber das ist mehr so ein Gefühlsding, das kannst du aber nicht so erklären. Was schreiben sie? Also FC Mallorca bin ich jetzt gerade in der Ferien gewesen. Ich weiß nicht. Also gut, Mallorca, ich glaube, teilweise gar nicht so schlechten Fußball gespielt. Nein, die waren gut gewesen, lang. Yes, Barca, ja, mit top. Barca brechst also mit Barca haben wir auch gefühlt. Die Hälfte, die hier irgendwie IB-Fans sind, sind auch noch alle Barca-Fans noch hier im Chat. Aber Ja, ich bin eigentlich United-Fan. Oder so, wegen dem, das ist eigentlich auch eines von meinen... Rashford habe ich auch eins daheim. Rashford war mein Liebling seit dem Debüt für United und jetzt ist er nicht mehr dort. Und im Moment haben wir so bei United keinen Spieler mehr dort, den ich gerne habe. Ja, der fängt schon ein bisschen an, oder? Schon ein bisschen. Ja, und der, den ich am wenigsten gerne habe, ist Captain, der Bruno Fernandes. Hast du nicht gern? Sehr viel Antipathie dort, ja. Und Wegen? wegen dem habe ich im Moment ich kann mich fast gar nicht mehr als United-Fan im Moment herstellen. Es ist sehr schwierig. Was wäre die Alternative? Club? Barca, ja. Nein, im Club gibt es keine mehr Alternativen. Nein. Es ist so ein bisschen, ich habe jetzt, seit ich vor allem angefangen habe, den Content zu machen mit unseren Schweizer und ich muss auch sagen, am meisten das Fangefühl habe ich immer gehabt, wenn die Schweiz gespielt hat. Okay. Das heisst, ich bin wirklich einfach, ich bin jetzt einfach wirklich Schweiz-Fan. So. Ja. Ich tue gerne unsere Jungs verfolgen in den Clubs. Also eben jetzt, was ein Brel bei Monaco macht, was ein Vargas auch gerade bei Sevilla macht und so. Ich verfolge das sehr gerne. Aber im Moment habe ich keinen so einen Verein, wo ich sage, dort bin ich jetzt mega Fan. Sondern ich verfolge jetzt gerne einfach unsere Nazi. Ist jetzt auch eben egal, ob es die Frauen sind oder die Männer sind, weil sie vertreten ja beide unsere Schweiz. Ja. Und wegen dem schaue ich auch sehr gerne, was unsere Frauen auch auf Club-Ebene machen. Ja, das ist ein Ahnung, ja, man denkt. Die Lehmann trainiert gut. Dann ich gedacht, ja. Ja gut, ich spiele selber Fußball seit jetzt 20, also mehr als 20 Jahren. Ich habe früher eine U-Mannschaft bei Biel gemacht. Ja. Wegen dem habe ich auch mega cool gefunden, dass sie Göppfinal gekommen sind. Ich bin auch schauen, gegen IB. Nein, wirklich? Gegen Lugano bin ich auch schauen. Und das ist, und eben so, ich verstehe den Fußball auch ein bisschen, auch wenn ich jetzt nur noch 5. Liga shoote. Verstehe ich gleich ein bisschen etwas vom Fußball. Ich würde mich jetzt nie als Experte bezeichnen, einfach, dass ich das mal gesagt habe. Das ist auch, aber das gehen wir dann auch noch mal. Was, dass du kein Patriot bist, oder was? Nein, so, willst du dich als Experte bezeichnen? Nein, das mache ich nicht. Oder hätte dich schon mal jemand als Experte bezeichnet? Ja,
Aber viel, ich sage immer, nein, ich bin nicht die Expertin. Weißt, als Frau ist es glaub, noch mal ein bisschen gefährlicher, wenn du, ich sage immer ganz klar, hey, ich moderiere einfach die Sendung, ich kann die Sendung super moderieren, aber ich tue mich nie, mal einmal auf Telebahn, das war eine Ausnahme gewesen, aber ich probiere mich nicht in die Expertinnenrolle rein, weil ich ja nicht geschultet, weißt, es gibt viele Sachen, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Und ich will es auch nicht nachvollziehen, weißt, ich kann es Ja. nicht, weil ich nicht geschultet habe, aber es ist schon nicht meine Aufgabe. Ich sage immer, ich gebe euch die Werbung ab. Ich sage «Hallo», ich gebe euch die Werbung ab. Ich tue es Ja, einfach ein bisschen überspitzt. aber Ich sage noch «Tschüss». es ist ja teilweise auch nicht schlecht, wenn du jemanden hast in einer Sendung, Ja, wo vielleicht nicht jetzt gerade Fußball, wo du siehst vielleicht manchmal auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel oder so, weißt. Aber du kannst mir vielleicht mehr über noch, teilweise werden ein bisschen so die menschlichen Sachen vielleicht vergessen oder so beim ja. Fußball, du kannst vielleicht ein bisschen aus diesem Blickwinkel noch anschauen. Aber ich finde es mega, also ich weiß nicht, eben so Expert, ich finde manchmal, eigentlich jeder, der Experte ist, der dorthin steht, sollte aus meiner Meinung nach mindestens mal Profi gewesen sein. Ja. Aber sagst du in dem Fall von dir auch nicht, du bist ein Fußballexperte? Nein, Als was nein, bezeichnest du dich? als Fan einfach. Als Fan. Aber Ja, jetzt wärst du doch Moderator. Fußballmoderator, oder nicht? Oder bist also du ich habe da... eine eigene kleine Live-Sendung, die ich Ja, im als Internet eigene ausstrahle. kleine Live-Sendung. Schau mal, warte, hat da jemand eine Frage an mich? Also ich finde es nicht so klein, was du da machst. Eventuell ist das schon gekommen, aber wie hat dein beruflicher Weg ausgesehen? Hey, ich erzähle dir das gerne. Wieso willst du es wissen? Das nimmt mich aber noch Wunder. Aber ich erzähle dir es gerne. Der berufliche Weg? Soll ich es eigentlich gleich erzählen? Habe ich dich unterbrochen? Nein, ich glaube nicht. Nein, wir sind Du noch bei bist... diesem Ja, Expertenthema sag gewesen. schnell. Ich Wir beantworte es gehen gerade näher. darauf ein, Schuhblasen auf jeden Fall. Als Fan bezeichnest du dich? Ich würde mich als... Ich glaube, es geht nicht so wirklich, aber ich glaube, es ist einfach so, wenn wir es gerade beschreiben, bin ich einfach wirklich Fan, ja. Einfach Fan. Wo viel Fußball kommt, aber ich glaube, es gibt kein Wort so richtig für das. So, ich habe schon das Gefühl, dass ich verstehe etwas von taktischen Sachen. Ich Ja. verstehe etwas, was auf dem Platz passieren. Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wie sich jetzt, oder was muss passieren, wieso lässt er den dort spielen, oder was könnte die Idee sein unter Umständen von solchen Sachen. Oder ich kann auch gut beurteilen, ob jetzt zum Beispiel ein Pass oder eine Flanke schwierig war zum Geben oder zum Annehmen und so. Weißt, so technische Sachen Ja. kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich halt sehr lange Fußball spiele und auch ja, okay bis gut bin, sage ich jetzt mal, oder immer noch okay bis gut bin, auch wenn ich eben nur 5. Liga spiele. Aber eben, ich würde jetzt nie, vor allem weil ich halt nicht Profi war, du kannst ja, solange du nicht Profi bist, kannst du das ja nie 1:1 nachvollziehen, Oh, was jetzt auf dem Platz dort passiert ist. Weil du hast nie auf der gleichen Geschwindigkeit vom Spiel her gespielt. Du hast nie die gleichen physischen Gegner gehabt, wie die dort spielen. Das heisst, also weißt, wie willst du Experte sein, ja. wenn du das nie so noch oder gleich erlebt Aber hast? deine Einstellung ist noch gut, weil ich kenne viele Leute, die im Fußball arbeiten, weißt, die das Gefühl haben, sie seien die Oberexperten. Ja, Weil aber sie das habe ich eben auch das irgendwann, Gefühl. so wie du vielleicht gespielt hast, und ich, da ich nie gespielt habe selber, sage ich mir immer, nein, ich bin die Moderatorin, die mit den Fragen, und das andere, ich habe Experten, die sollen die Expertenfragen dann beantworten, nicht ich. Und ich glaube, es ist fast gefährlicher, weißt, wenn du das Gefühl hast, ja, aber ich habe selber auch mal gespielt, ich weiss im Fall jetzt, das und das, wie das muss sein und so. Und ich glaube, das ist noch gefährlich. Weißt, wenn das Niveau gleich so unterschiedlich war, dass du vielleicht gleich nicht ganz kannst mitreden bei gewissen Themen. Darum finde ich deine Einstellung noch so aus Fansicht, weißt, Ja, aber voll mir gut. denkt, eigentlich wäre mein Bedürfnis auch gerade mal, dass man mehr, also so Leute, ich sage jetzt klar, du kannst nicht x-beliebig einen dort mit an den Tisch nehmen, aber ich sage, vielleicht solltest du auch mal so ein bisschen jetzt Leute, die sich nicht für Experten halten, dort mit an den Tisch nehmen, weißt du, vielleicht so ein bisschen für deren ihre Meinung. Und ich glaube so, oder die meisten Leute, die ja den Fußball konsumieren, sind ja Fans. Oder Ja. fast ausschließlich. Vielleicht eben noch einzelne Leute, die sich für Experten halten und denken, sie müssen jetzt das Spiel analysieren und am nächsten Tag irgendwie auf Facebook 3 Seiten Analyse-Post machen oder so. Keine Ahnung, was die Leute heutzutage machen. Aber die meisten sind ja Fans. Aber eben gerade so Runden hast du ja eigentlich nie einfach, du hast ja nie eigentlich einfach einen Fan dabei. So. Du hast eben Experten dabei, du hast einen Ja. Moderator. Aber so aus jetzt von beiden Teams so ein Fan. Klar, eben, die Leute müssen ein bisschen geschult sind, dass sie auch etwas Bisschen. Vernünftiges können erzählen können. Weil ich kenne auch, wie Leute sind, wenn sie plötzlich vor der Kamera sind und so nicht mehr schlau aus Ja, dem ja. Mund kommt. Aber ich finde, das wäre aber noch cool, wenn man einfach so eine Fansicht hat. So, weißt? Ja, Zum ja. Beispiel jetzt, oder wenn es jetzt bei einem nicht schlecht gelaufen ist, oder wenn es bei einem schlecht gelaufen ist, dann kannst du immer sagen, so, ja,
dies, das, ja, weisst du, ich weiss auch nicht. Oder weißt, am Schluss manchmal ein Fan wird vielleicht sagen, ja, vielleicht hat er gerade einen schlechten Tag gehabt oder so. Oder ja, die letzten 10 Games, die letzten 10 Spiele von ihm habe ich genau gesehen, er war super gewesen und so. Vielleicht hat er gerade einen schlechten Tag gehabt. Aber eben die Experten müssen dann wirklich gerade so, ja, vielleicht ist er heute auf dieser Position, hat er sich nicht ganz wohl gefühlt und weißt so Sachen. Und dann denke ich immer so, ja, vielleicht ist es manchmal viel einfacher, als dir das auseinandernehmen. Logisch, logisch. Aber ja. So viel zum Thema Experte. Aber wir haben ja eigentlich noch eine Frage im Chat. Genau. Zu deinem beruflichen, weil wie bist du überhaupt dort hergekommen, wo du heute bist? Wo fange ich an? Wo soll ich anfangen? Also ich habe ursprünglich das KV gemacht, aber ich habe immer gewusst, hey, Fernsehen würde mich noch reizen, beim Fernsehjob. Und dann habe ich wirklich explizit nach dem KV, nach einem Job gesucht beim Fernsehen. Und habe zuerst hinter der Kamera angefangen. Wirklich es war gesucht, Assistentin interne Dienste bei der Publicis. Die haben so Fernsehwerbung gemacht und Sponsoring für WM, EM, aber alles das Insert-Zeug, Billboards, also, es hat noch nichts mit Fernsehen in dem Sinne zu tun gehabt. Dann habe ich mich dort beworben, habe den Job bekommen, aber es war einfach ein Bürojob, ganz normal. Und dann war aber so das erste Mal, wo ich halt schon etwas mit Fernsehen zu tun hatte in dem Sinn. Und dann habe ich das 2 Jahre gemacht und dann hat Star TV dann jemanden gesucht im Marketing. Dann habe ich gefunden, okay, wenn ich als Fernsehmoderatorin arbeiten will, vielleicht muss ich einfach mal ins Gebäude eines Fernsehsenders hineinarbeiten, dass ich dann dort mal sagen kann, hey, ich würde gerne ein Interview machen. Und dann bin ich Marketingassistentin geworden. Und dort habe ich dann zuerst mal so ein bisschen gesagt, hey, sucht ihr nicht jemanden, der vielleicht mal ein Interview macht? Und dann hat es dort langsam so ein bisschen angefangen, ist Marketingassistentin dann plötzlich mal ein Interview machen. Und dann von dort habe ich zuerst Fernsehsendungen machen, auch alles hinter der Kamera. Und das war für mich so Gold wert. Ich habe dann wirklich plötzlich mit prominenten Leuten Sendungen gemacht, prominente Moderatoren, aber ich habe hinter der Kamera gearbeitet. Weißt? Und ich konnte das wie so beobachten, wie das ist eigentlich, wenn du Moderator bist. Und das habe ich dann so können. Aber das war noch weit weg vom Fußball. Dann habe ich wirklich Sendungen machen. Was war das? Happy Day habe ich gemacht. Happy Day? Ja. Das ist aber eine schöne Sendung. Eine schöne Sendung. Hey, dann habe ich auch die vermissten Leute gesucht. Hey, wie eine gestörte, nächtelang vermisste Menschen auf dieser Welt gesucht. Dort bist du aktiv am Suchen? Hey, bist mal du diejenige gewesen, die jemanden gefunden hat? Also... Mehrere, regelmässig. Schon? Ja, ich bin, wenn ihr jemanden sucht, hey, ich bin... Und, dann, weißt, und das sind ja dann so Geschichten, wie, ich hatte auch so ein Spiegel auf dem Tisch. Hey, ich suche meinen Papi, ich weiss, er ist Italiener, heisst Luigi. Oh. Und dann denkst du so, nein, scheisse, Luigi heisst etwa jeder. Giuseppe, noch besser. Er war dann und dann in der Schweiz, ich wollte ihn lernen kennen. Und weißt, ich konnte das wie nicht können. Ich habe gewusst, hey, das Schicksal von diesem Menschen hängt jetzt von mir ab. Wenn ich diesen Menschen finde, lernt die Person den Papi kennen. Und wenn ich diesen Menschen nicht finde, wird niemand die Person suchen. Hey, und das war so ein Druck dann. Und ich weiss noch, ich hatte wirklich so ein Spiegel mit Wünschen. Und dann habe ich wirklich alle aussortiert. So. Okay, da will jemand Delfine. Mit Delfinen ist immer mit Delfinen schwimmen. Das ist jeder zweite Wunsch. Mit Delfinen schwimmen. Oh mein Gott, wirklich, wenn ich kann Delfine noch heute... Ja, Delfine schwimmen ist... voll gefährlich. Siehst du, hätte ich ihnen sagen sollen. Nein, ich habe wirklich, Delfine schwimmen, habe ich gedacht, nein, Delfin weg. Ja. Delfine schwimmen oder, was auch ganz vergleissig ist, Durchsage machen am Bahnhof. Es kommt der ICE im Ernst. Von vielen Leuten der Wunsch ist das gewesen. Genau, Durchsage. Und dann habe ich aber auch, okay, und die vermissten Dinge habe ich immer gewusst, okay, dort kann ich wirklich jemanden, und dort habe ich wirklich etwas bewirkt. Ja, und weißt du, dort hat es hat so schlimme Dinge gegeben. Der eine habe ich wirklich etwa 3/4 Jahre einen Italiener gesucht und einfach nicht aufgehört. Hey, immer, ich weiss noch, ich habe jeden Tag angerufen, es hat niemand das Telefon abgenommen. Am Schluss irgendwie Sonntag, Samstag angerufen. Hey, plötzlich ist einer dran. Und ich kann nicht so gut Italienisch. Und dann erklär mal am Telefon dir, eure Tochter sucht. Die hat dann noch eine Tochter. Weißt du, so Zeugs. Aber hat er gewusst, dass er eine hat? Nein, natürlich nein. Aber er hat sich immer eine gewünscht, er hat 2 Söhne gehabt. Und dann ist er das auch, bevor die Sendung überhaupt war, in die Schweiz gekommen. Und dann habe ich das gemacht, das war sehr emotional, eine coole Zeit. Und dann, nachdem, ich habe immer gewusst, hey, jetzt will ich noch vor der Kamera, so den nächsten Schritt. Und dann habe ich mich immer wieder bei Telebahn beworben, die haben mich nicht wollen. Und irgendwann habe ich gefunden, hey, irgendwann müssen sie mich doch nehmen. Und dann haben sie mich dort als Newsmoderatorin genommen. Und dort habe ich dann so ab und zu schon ein bisschen Sport machen. Und dann hat dann der Sportchef gefunden, hey Nathalie, du wärst noch so eine für Sport. Und dann ich so, ja, wäre noch cool. Und dann hat Blue Sport eine neue Moderatorin gesucht und hat gefragt, ob ich in ein Casting kommen will.
Und dann habe ich daheim, der Freund ist sehr Fußball interessiert, habe ich gesagt, hey, was hast du das Gefühl, kann ich das? Und dann hat er mir gesagt, nein, Stand jetzt kannst du das nicht. Und dann habe ich gefunden, genau das wollte ich. Es war wirklich so meine Motivation, nein, wo er mir gesagt hat, nein, Stand jetzt bist du zu schlecht, kannst du das nicht. Und dann habe ich gefunden, geil, ich will es machen. Dann bin ich ins Casting und dort, ja, weißt, ich habe wie gewusst, okay, ich kann moderieren. Ich habe einfach keinen Plan von Fußball, das war mein Problem. Ja, gut, das stellen wir mir dann noch schwierig vor. Ja, und dann habe ich mich hardcore dort, habe ich ein Casting gehabt, was geheissen hat, hey, ich soll eine Sendung moderieren über FC St. Gallen. Und weisst, ich hatte doch keine Ahnung vom FC St. Gallen, null Plan. Ich habe nicht mal gewusst, wie das Stadion heisst. Und dann musste ich dort eine Sendung moderieren mit 2 Mitarbeitern, die nebendran gehockt, rechts und links, einfach das Casting. Und dann habe ich dort moderiert, grüß euch miteinander, herzlich willkommen heute Sendung zum FC St. Gallen, Roy, was meinst du, neuer Präsident und so. Und ich habe so hardcore recherchiert, ich glaube mehr gewusst als die Leute intern in der Redaktion, wo ich hintendurch alles umtelefoniert habe. Und wirklich so ein Insider nach dem anderen, was sie gar nicht wissen konnten. Und dann haben sie gesagt, ja, ich kann anfangen. Da hat sich in dem Fall der Fleiss einfach extrem Ja. ausgezahlt, den du dort investiert hast Ja, mit dem ja. Recherchieren. Ja, und viel Und dann mit Jahre. welchem, also was ist dann, bist du dann schon in einem gewissen Basis-Know-how Fußball schon reingestartet oder hast du dort wirklich noch nicht so sehr viel Ja, am Anfang, aufarbeiten? hey, am Anfang war mein Motto als Frau, einfach ja nicht auffallen. Das war mein Motto. Okay. Ich habe mir wirklich gesagt, okay, ich muss einfach unter dem Radar fliegen. Ja, das wäre ja schon mal gut. Genau. Ja, wäre ja wirklich schon mal gut. Ich ja. habe gesagt, nicht irgendeine dumme Frage, ich habe wirklich so banale Fragen. Was meinst du bei diesem Spiel? Ich weiss es gar nicht mehr. Und weißt, es ist ja so Fußballsprache, die du im Fußball hast. Und die Ja. musst du wie zuerst mal lernen. Ja. Und wenn du die noch nicht kannst, dann ist es wie eine Fremdsprache lernen. Und dann bin ich dort wirklich so reingekommen. Und hey, aber ich weiss noch, am Anfang, das war für mich hardcore. Kommst du in eine Fußballredaktion und die haben alle den ganzen Tag 8 Stunden lang nur über Fußball geredet. Hey, kein einziges Wort als über Fußball. Und dann, ich weiss noch, ich bin auch bei diesen Sitzungen gehockt. Ja, weisst, wenn sie dann von 3er auf 5er-Kette, 3er respektive 5er-Kette oder auf eine 4er-Kette umstellen und so. Ja, vielleicht übertrauten. Ja, ist zwar ein bisschen flügelarm. Hey, und ich bin auch dort gehockt und dachte, hey, was lernt ihr? Ja. Weisst, keinen Plan gehabt, Ja. wirklich. Aber dann, Das ja. stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, und dann ist das wie die 100%-Job. Einfach, Gut, dann lernst du es Ja, automatisch. genau. Und dann ist dort Manchmal musst du vielleicht ein bisschen den Mut haben, zu fragen, hey, was ist das genau? das habe ich am Anfang, ich habe wirklich von Anfang an immer klar gesagt, schaut die Leute, ich bin stand jetzt eine Newsmoderatorin, ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Helft mir. Ja. Weisst, ich habe Ja, das ist nie wichtig. probiert, irgendwie mich für etwas zu verkaufen, wo Ja. nicht... ich habe aber gesagt, hey... Und dort waren sie aber dann auch schon offen gewesen und Ja, haben- ja, der Rolf Ringer war immer super. Ich konnte viel ihn fragen und dann waren wir wirklich auch am Telefon und hat mir probiert zu erklären. Mal sogar mit Taktiktafeln und hat mir Sachen erklärt und ich so, oh mein Gott. Weißt du, so Trainerwissen ist natürlich ein ganz anderes, Ja. brutales Niveau gewesen. Er hat gesagt, schau jetzt hier und jetzt da beim Eckball, schau hier hinter Abdeckung zu zweit, und der Ball hinterher kommt, dass sie zurück könnten. Und ich so, noch nie überlegt, komm. Und er so, warte, dann kommst du Zonendeckung, Manndeckung. Und, Laufen dies, das. ja, und am Anfang wirklich so die ersten Monate habe ich regelmässig bis am Morgen um 3 Statistiken studiert. Du musst ja so ein bisschen reinkommen. Mhm. Und dann habe ich so mit einfachen Interview Bist du angefangen. dort nur eigentlich Super League zuständig? Oder was ist so ein bisschen Am dein Bereich Anfang habe ich noch mit Challenge League angefangen. Das hat Okay. ein bisschen weniger Zuschauerzahlen gehabt, blöd gesagt, so ein bisschen kleinere Interviews und dann ist es immer wie mehr geworden. Aber klar, du kommst dann schnell rein und halt auch mit all diesen Spielern kennen, weißt, musst du ein bisschen reinkommen. Aber dort haben sie mir extrem geholfen, eben Rolf und andere Experten auch. Ja, und dann, wenn du das 8 Jahre machst, irgendwann schnallst du es dann. Ja, also mir denkt es sehr cool. Aber eben, es ist wirklich so, es ist auf vielen Orten, so wie du jetzt erzählst, eben, du musst wirklich zuerst mal probieren, dort in den Bereich, wo du reinzukommen willst. Eben, Ja, muss man in das Fernsehstudio irgendwie Ja. reinkommen, egal was für einen Job. Und dann ergibt sich dort irgendwie schon die Möglichkeit, wo sie sagen, eben, wir suchen mal jemanden so. Das heisst, wenn ihr irgendwo mal her wollt, Leute, probiert mal irgendwo in diesen Bereich reinzukommen und dann müsst ihr halt schauen, es ergeben sich immer wieder irgendeine kleine Chancen, aber dann muss man sie halt eben packen, weißt du, auch ja, gemacht und ich habe hast. immer allen gesagt, ich kenne so viele Leute, die einen Traum haben und die warten darauf, dass irgendjemand bei ihnen daheim eine Tür läutet und sagt, «Roy, willst du mein Moderator werden?» Und ich sage euch jetzt etwas, der Mensch, der zu euch heimkommt und die Tür läutet, den gibt es nicht. Also müsst ihr rausgehen. Und ich habe zum Beispiel nie mehr auf Stellen beworben. Weil auf Stelleninserat bewerben, hey, da bist du einfach einer von, wenn es blöd kommt, 200, die sich bewerben, sondern du musst wissen,
was ich will zum Fernsehen. Und dann, hey, ich habe Telebahn so lange genervt, bis ich den Job bekommen habe. Ich habe dann so viele Leute kennt, die wussten, Bluesport, da geht die Frau weg, die werden wieder eine Frau wollen. Und dann habe ich mich halt zufällig in dem Moment habe ich gefragt, dort, wo ich wusste, ich muss mich melden, hey, sucht ihr per Zufall eine Frau? Per Zufall haben sie eine gefunden. Weißt, du musst wie echt schneller sein als die anderen und wissen, hey, Du musst wo... darum tun. Einfach Genau. auch, ja. Und nicht, eben, ich haben wir sage schon ein bisschen immer... Risikobereitschaft, Genau. manchmal ein bisschen frech, manchmal aber... Genau. Ja. Noch heute, wenn ich irgendwo, hey, da schreibe ich dem CEO, einen Höhen, der zu sagen hat, hey, schaut, ich würde gerne das und das machen, wollt ihr mitmachen oder nicht? Jetzt mit dem Kinderbuch auch. Ich wusste, mit dem zweiten brauche ich Hilfe, okay, dann nimmst du das Telefon in die Hand. Wir haben auch viel gesagt, was, die rufen uns an. Niemand macht mit Telefon. Ja. Und die rufen uns an. Und ich genau weiss, hey, wenn wir die Leute hören, im Normalfall, denken sie noch mal, komm, die ist noch nett und so, mit dieser... Ja. Und heute tut niemand mehr Du musst eben Telefon... selber auch noch ein bisschen verkaufen. Genau, Ja. genau. Ja, perfekt. Sehr, 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 sehr coole Geschichte. Aber auch wieder mit einer coolen Message für alle da draussen, die irgendwie denken, oder wo auch gerne ins Fernsehen wollen, oder wo auch Genau. immer her, dass ihr wollt. Schreibt mir, jetzt habt ihr einen probieren. Kontakt. Also wenn sie, egal woher, oder wie? Ja. Egal woher. Nein, also nicht, wenn sie ihr wollen zum schwingen, Fernsehen, genau. halt. Wenn ihr ein Schwingfest wollt, könnt ihr mir schreiben, wenn ihr zum Fernsehen wollt. Ich bin ein Jobvermittlungsbüro. Ich glaube nicht, wie vielen Leuten das ich schon Job vermittelt habe, weil ich so soziale Adern habe. Andauernd kommt wieder jemand. Ja, wegen dir habe ich ja den Job. Und dann so, wirklich? Hey, Hast du mal noch immer etwas gesagt? Hey, ja, oder mal ich habe gesagt, sicher frag 5, mal 6 dort Leute, an. die wegen mir irgendwo einen Job bekommen haben. Ja, wenn du eben so ein Netzwerk hast am Schluss, wo so viele Infos Ja. bekommst, das ist dann schon verrückt. Genau. Frage, wenn du mal zurück könntest zum Zeitpunkt, wo du dich für diesen Weg entschieden hast, würdest du es nochmal gleich machen? Ja, aber Stand jetzt bin ich nicht sicher, ob ich auf Fernsehen würde setzen würde. Weil Also das auf Fernsehen, weisst, das Fernsehen ist natürlich schon, ich will nicht sagen, es ist ein sinkendes Schiff, aber weisst, es hat schon ein bisschen an Attraktivität verloren. Jetzt vielleicht im Sport weniger. Ich glaube schon, dass es im Sport so bleiben kann, aber viele andere Sachen wird schon weniger geschaut. Also ich habe ja jetzt so ein bisschen umgedacht, darum bin ich heute hier. Weisst, so das Internet finde ich natürlich Wir haben für mich... profitiert. Genau. Das Internet ist natürlich heutzutage viel interessanter. Es bietet halt einfach extrem viele Möglichkeiten. Oder eben halt die Möglichkeit, wirklich dein eigenes Ding zu machen. Das ist natürlich nochmal etwas anderes. Ja. Aber wenn die Frage ist jetzt, eben das Internet ist ja... Wenn ist jetzt das so präsent, wie es jetzt präsent ist mit Streamen? Und ich würde sagen, noch nicht so lang. Nein. Aber sage jetzt mal 6, 7 Jahre vielleicht. Ja, vielleicht schon. Ja, ja. So mit Das ist noch nicht lang. YouTube vielleicht 10 Jahre mit denen. Ja. Aber jetzt Live-Formate, so, ich glaube, viel mehr als 7, 8 Jahre ist es nicht wirklich so präsent, wie es jetzt ist. Ja, und Die Frage das ist dann, finde ich super. wann hättest du den Step gemacht? Ja, eben. Das ist ja noch... Als ich natürlich angefangen habe, ich habe beim Lolli, Lokalfernsehen Lies. Dort habe ich meine ersten Das ist Sendungen. crazy. Und dort hat einfach niemand... Weißt, es war für mich gut, ich wusste, hey, ich schaue nicht so viel. Ich habe Also erst bist du von Lies? Nein. Aha. Nein, das habe ich so in Freizeit gemacht. Aber ich musste irgendwie Erfahrungen sammeln, Ja. weil sonst kommst du nicht ins Fernsehen, wenn du nichts kannst. Aber wo wirst du denn gut? Das war nicht die Frage. Und dann würde ich vielleicht das Lolli ersetzen durch Wann bist du irgendetwas. Telebahn? Telebahn? Nein, wann bist du zum Lolli? Also, Äh, ja, bist du da gewesen? Das Alter, warte, jetzt muss ich noch rechnen. Warte, Oder jetzt in welchem Jahr? Oder? ja, ich bin gerade am überlegen, das war vor Telebahn, vor 15 Jahren. Aha, ja, 2010. Okay, ja gut. Aber ich hatte also das Fernsehding im Kopf gehabt und dann, ja. Aber ich würde es nochmal, genau, also Fernsehen Wann finde ich bist nach du wie vor. was hast du gesagt, welches Fernsehstudio bist du nicht zuerst arbeiten? Star TV und das war, also Publicis, das war eine Firma, die Werbung gemacht, so Vermarktung hat gemacht. Und dann Star TV war im 07 gewesen. Aber das habe ich nur ein Jahr gemacht, das war crazy dort. Und dann Happy Day und alles das Zeug. Ja, dort habe ich auch als Bauerlady gesucht, weißt, Unterhaltungssendungen, Bachelor habe ich mitgecastet. Also es waren lustige Zeiten. Wie alt bist du denn? 4, 25. Ah, eben, ja, also du Star bist, TV du noch bist nicht gerade nach jünger. der Lehre, also ja, vielleicht 5, 4 Jahre nach der Lehre. Mal, ich hatte zuerst schon, ja, Star TV war etwa 20, irgend so 20, 21. Und dann bin ich noch gut, ins ja, dann bist Ausland, du- genau. Aber du hast schon recht früh auch gewusst, okay, mal ich will zum Fernsehen, Ja, und hast gerade ja. das eingeschlagen. Ja, oder? ja, ich habe schon in der Schulzeit aber gesagt, hey, ich werde mal Fernsehmoderator. Ich habe das immer Gut, allen aber das ist erzählt. crazy, ja. Ich Das habe ist immer crazy. allen gesagt, und das war immer mein Plan, ich erzähle allen, dass ich mal
als Fernsehmoderatorin würde arbeiten, weil es wäre ja auch peinlich, wenn ich das dann nicht schaffe. Und darum ist mein Druckpegel ist so hoch gewesen, weil ich wusste, ich habe das so vielen Du hast dich erzählt. selber müssen pushen. Hey, ich hatte keinen Plan B gehabt. Ich wusste, okay, Plan A, Fernsehmoderatorin, ich muss jetzt echt durchziehen, weil ich jetzt so vielen Leuten gesagt habe, ich mache das. Es ist ein bisschen peinlich, wenn ich dann allen habe gesagt habe, hey, ich werde mal Fernsehmoderatorin und dann... Dadurch bin ich gerade das Gegenteil. Wirklich? Ja, ich kann das nicht. Ich kann nicht allen Leuten sagen, ja, ich mache das und das. Und dann weisst du nicht recht, kommt es dort zustande. Ja. Dadurch bin ich... Ich würde es heute auch nicht mehr so machen. Aber jetzt, wenn ich, das ist das vielleicht, was ich vorhin mit der Perfektion so. Ich kann erst anfangen, wenn es perfekt ist. Und ich kann nicht etwas erzählen, wo ich noch nicht weiss, wie weit bin ich dort oder weißt, komme ich überhaupt zu dem Format, Art, dass ich es überhaupt gegen außen kommunizieren. Ja. Oder weil jetzt eben das muss alles zuerst so stimmen. Aber so, wenn es natürlich so löst, machst du es selber schon mal, pushst es. Es kann natürlich auch ein bisschen, es kann dich wahrscheinlich auch kaputt machen, wenn du jetzt etwas sehr Schwieriges gesagt hättest, wie... Ja, auf jeden Fall. Ich bin natürlich jung gewesen. Millionärin, ist dann vielleicht so, ja, okay, so, aber schaust du, dass irgendwie nicht zu viele andere wichtige Sachen vernachlässigst, so, weißt du. Ich bin halt jung gewesen, weißt du. Und dann sagst du irgend so Zeug, heute würde ich es auch nicht mehr so sagen. So, Chat, So. Was läuft schon noch? Wir schnell hier nachher, wir haben jetzt relativ viel erzählt. Seit Corona hat es einen mega Boost gegeben. Was hat es einen mega Boost gegeben? Von was? Das Internet natürlich. Aha. Also, weißt, Internet-Livestreaming. Ja, das stimmt aber im Fall. Das hast recht. Du bist ein schlauer Kerl, der das geschrieben hat. Das stimmt definitiv, Ich würde gerne ins Fernsehen, aber ein Radiogesicht. Das macht nichts. Es haben viele beim Fernsehen Radiogesichter. Ja, der macht eben auch so einen Podcast. Und ich habe ihm schon die ganze Zeit gesagt, er soll es mal endlich mit Kamera. Gesichter sehen. Ja. So. Und er lädt es eben bei YouTube auf, aber nur mit so einem Bild einfach. Ja, ohne... ich finde auch, es muss Bild her. Ich finde auch, nur hören ist so. Aber, hast du schon die erste? Das ist doch für viele Leute eine mega Überwindung. Weißt du, die Leute, die wirklich sich noch nie vor der Kamera gezeigt haben, das ist eine mega ungewohnte und mega Überwindung. Das sagen ja viele. Also ich kann mich selber nicht hören. Ja, das hören und auch sehen teilweise, ich weiß nicht. Aber optimale Bedingungen, ich kann mich nicht hören, aber ich sehe auch nicht. Blöd. Das mit dem Hören sagen sehr viel. Ja. Aber jetzt, wenn du hockst, hörst du ja nicht. Also wir reden einfach zu drin. Und ja. Aber das Ding ist ja, du musst ja dich selber nicht schauen. Also ich schaue mir ja, weißt du, wenn du mal regelmässig moderierst, ich schaue meine Sendungen nie, es langweilt mich. Also ich bin ja dabei gewesen. Vielleicht heute schon. Aber vielleicht heute zum Beispiel jetzt meine Streams schaue ich viel meine eigenen, weil ich schaue es an und denke mir, so würde ich mir das anschauen. Du bist echt ein fucking hure Perfektionist. Aber es ist schon gut, ist okay. Ja, nicht Perfektionist, sondern mehr, also ich schaue es nicht im Sinn an von, weißt, stimmt das Bild und so ist der Ton gut, sondern mehr im Sinn von, wie ist der Unterhaltungswert von dem, was ich erzähle. Das nächste Mal muss ich mich ein bisschen zwingen, muss ich mir mehr aus den Fingern saugen, wenn grad, weißt du, manchmal läuft im Chat nichts so. Ja. Dann läuft, jemand im Chat schreibt eine halbe Stunde niemand etwas und du musst einfach irgendetwas erzählen. Weil sonst bleibt niemand drin, wenn sie reinkommen und es ist einfach ruhig. Schreiben Sie jetzt noch viel? Bin ich noch ein guter Unterhaltungswert? Oder sind Sie jetzt weitere Fragen an Nathalie? Ja, jetzt schreiben Sie jetzt, weißt, manchmal, der Chat wird manchmal auch als WhatsApp-Chat missbraucht. Wenn sich zum Beispiel zwei kennen, das ist, weil sie miteinander in diesem Chat schreiben. Das ist blöd. Und das ist für mich manchmal ein bisschen blöd, weil du musst nicht die Nachrichten suchen, die an dich gerichtet sind. Oh, ich bin nur wegen der Nathalie da, merci. Man schreibt mich ohne H, aber... Das ist mir egal. Der ist auch noch da. Und das ist noch... Was? Das ist noch der Ironie. Was ist das eigentlich für eine... Das ist der Sven, der wohnt nicht weit weg von hier. Okay, Sven, ich weiss, wo du wohnst. Aber, Sven, ja, darum vorhin schon das Kappa habe ich dir schon erklärt. Was ist das Kappa? Das ist eben das da. Was ist das eigentlich für ein Typ? Der hier? Ja, nein, der hinger. Das ist irgendein Twitch-Mitarbeiter. Aha, das ist so ein offizielles Twitch-Emote. Okay, ja. Aber unsere eigenen, schickt mal alle, die es... Ah, da siehst du. Ja, schickt mal. Das sind die von mir, da, okay. Wir haben zum Beispiel den Brill. Bin ich auch dabei? Ah, schade. Nein, gibt es nicht so eins von mir als Moderatorin?
Wir können erst ein Foto machen, dann können wir es aufladen. Aber es müsste schon ein bisschen witzig sein. So. So, das heisst, das habe ich keine Unterhaltung gesagt. Der Roy ist nicht so unterhaltungsfreudig. Mal, schau da. Du musst halt auch so ein Das, Gesicht machen. sie sind mega gegen dich, merkst du das, Roy? Ja, ja. Schon ein Sie bisschen. Ist sind das immer so. normal? Ja, sie sind immer Okay, so. okay. Aber wir Das ist- können... Vorhin war noch eine Frage. Warte, ich wegen bringe das nicht irgendetwas weg. sagen. Da, ich bringe Das, das nicht- Ah, dort warte. oben, das So. Kreuzchen. Ah, ja. Was ist die Frage gewesen? Ob ich das noch so ja, viel höre, warte. wegen ja, Frau, und wie ist es weitergegangen? Weitere Frage. Ja, Frauen haben keine Ahnung von Fußball. Wie oft kommst du so mit solchen Leuten in deinem beruflichen Umfeld in Kontakt? Hey, sehr selten. Ich sage, ich habe mir einmal überlegt, es sind wahrscheinlich über 80% der Männer, die super cool sind. Und bei mir, weisst du, ich bin ja wie soll ich sagen? Das Ding ist auch, was ich auch extrem das Gefühl habe, so Aussagen, dass sie einfach so viel so Internet-Rambos oder so leicht alkoholisierte irgendwo in einer Bar, in einer Ja, ja. Männerrunde. Aber ich glaube, die haben, also erstens denke ich nicht, dass das wirklich so ihre Meinung ist, wenn sie darüber nachdenken, schnell so. Sondern das sind einfach so Sprüche, die so gedroppt werden, wo vielleicht 1, 2 Leute lustig, aber ich glaube, Ja, ich es weiss gibt es nicht. nicht mehr so. Weißt, wir Oder weiss, hast du es wirklich mal ernst, hat dir das mal jemand ernst gesagt? Also nicht viel, nur aber mal, ich habe es tatsächlich mal erlebt, dass mir jemand, ich muss aber ein bisschen aufpassen, was ich sage, ich habe schon auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, einfach weil ich eine Frau bin. Aber nicht so direkt mir ins Gesicht. Mal einmal hat es jemanden gegeben, der mir gesagt hat, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Aber dort war es wirklich voll gegen mich gewesen, als Frau. Und dann habe ich gesagt, wieso hast du das Gefühl, dass ich das nicht kann? Ich habe aber das auf was bezogen? Ja, ja, es ist noch ein bisschen, ja, auf etwas, wo ich hätte so, wo man Also das Gefühl aufs hatte, Sport ja, moderieren genau, oder um aufs Sport, Fußball an auf sich genau, moderieren? fußballtechnisch etwas, wo man das Gefühl hatte, das kann ich nicht wissen, weil ich eine Frau bin. Okay. Und dort habe ich schon es gibt schon sehr böse Menschen. Das hat mir der Fußball schon auch gelernt. Aber es sind vielleicht 3% von den Okay. Leuten. Also wirklich, die meisten sind sehr toll. Ich bin ja so vom Typ her, weisst, habe ich immer das Gefühl, mit mir kommst du im Normalfall gut aus. Aber es gibt sehr viele Leute, aber das sagen sie dir nicht direkt ins Gesicht. Das wird alles so hinterdurch. So hingerfotzig. Aber wenn du ein bisschen, Das genau, darf man da sagen, im bisschen- Twitch. hingerfotzig. Das ist auch das Schöne im Internet. Ein bisschen hingerfotzig, sehr Ja. hingerfotzig. Und, aber wenn du ein bisschen intelligent bist, schnallst du es eben nicht. Ja. Und dort bin ich nachher natürlich auch der Sauhund, das hat mir auch ein bisschen der Fußball gelernt, weisst, ich sage dir auch nachher, hey, warum sagst du so etwas über mich? Aber hinterdurch, Ja. sagen wir es jetzt Gesicht. Dann hast du ihn gefrontet. Ja. Ich bin dort Geil. die Halbspanierin, die kommt dann wie mit der Kirche, ne? Das ist geil, ja. Ja, aber ich glaube es. Ich schaue den Roy meistens, wenn ich besoffen bin, das ist schon gut. Ja, das ist auch Schreibst du dich auch zurück? Ah nein, du musst mir los. Ich tue ja direkt sagen. Was für eine Frage. Also ich kann schon Aber du kannst zurückschreiben, Ja, hä? wir können theoretisch auch zurückschreiben. Aber ja, das ist natürlich schon... Aber es ist so, also in dem Fall... Aber jetzt, also du kannst auch nicht sagen, dass es jetzt die letzten Jahre weniger geworden wäre. Also, oder hat's mal... Ich weiss nicht, weißt, man hat immer doch so ein bisschen das Gefühl... Oder man redet ja jetzt mehr davon als früher. Ja, Gerade von dem Sexismus, Ja. sage ich jetzt mal so. Aber... du, ich glaube, wenn du über Sexismus fährst an reden, verändert sich vor allem zuerst mal bei den Leuten, dass sie wissen, jetzt dürfen sie nicht mehr öffentlich so denken. Weil wenn sie nämlich öffentlich so tun, der Bauarbeiter pfeift er plötzlich nicht mehr nach. Er schaut er noch nach. Weil er weiss, wenn ich nachher pfeife, ist das sexistisch. Aber es Ja. ist ja gleich in den Köpfen innen. Und wir sind halt von klein auf so erzogen worden. Weißt, die Frauen sind zum Anschauen da, die sind schön. Also das passiert ja zum Teil sogar mehr als Frau, weißt, dass das uns halt so ist gelehrt worden. Frauen, Schönheitsideal und so. Und ich glaube, das ist etwas, das mega lange Zeit braucht, bis man das auch irgendwie so ein bisschen, ja, selber auch mal hinterfragt, sein eigenes Verhalten. Aber ich glaube, das, was ich schon merke, ist, dass man weniger darüber redet. Weil man genau weiss, hey, wenn ich da einen Spruch sage, weißt, als Mann, dann bin ich voll in der MeToo-Debatte drin. Cancelled Genau. heutzutage, ja. Aber klar, nein, es ist lange Denkst du, nicht der Kopf ist immer noch teilweise... Du, eben, es sind 3%, sage ich. Aber die sind einfach Okay. dumm. Die Aber sind es sind, du sagst, es sind
es waren vor 20 Jahren 3% gewesen und es werden auch noch heute 3% sein. So, für mich ist es schwierig zu sagen, wie es vor 20 Jahren war. Das ist einfach so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich ab und zu, bei mir ist sicher viel über das Aussehen geredet worden, immer, weißt, so ein bisschen an. Aber es gibt sehr viele, die sagen, hey, wie du moderierst, du bist mega sympathisch, mega authentisch, das ist schon einfach oder du, dass du so Ahnung hast von... Bei mir ist, die Leute sind halt noch schnell so, weißt, so wie, sie versteht wirklich etwas von Fußball. Das macht den Leuten noch Eindruck. Aber das nehme ich auch niemandem übel. Ja. Weißt? Aber es sollte ja eigentlich auch nicht, also es sollte ja eigentlich auch nicht überraschen, so stark. Ja, so. aber es ist gleich, weißt, irgendwo durch kann ich es ja schon verstehen. Es gibt gleichwohl weniger gut, Frauen, die das stimmt Ahnung... natürlich Ich finde, auch, ja. weißt, dort darfst du glaub, auch nicht Angst haben, nicht mehr darüber zu reden. Ja. Es gibt halt auch in Du meinem... gehörst halt gleich zu Eine einer Gruppe Minderheit, weniger, genau. ja, Genau. Ja, das stimmt Und schon. bei ja. mir schon. Weil bei mir hat mir am Anfang immer gesagt, mir hat Nathalie geholt wegen ihrem Fachwissen. Und ich habe immer so gelacht, und ich dachte, aber ich habe ja gar keins. Ja. Ich habe kein Fachwissen gehabt. Mir hat mir einfach geholt, weil man eine Frau hat gebraucht. Und ich musste das Fachwissen wir dann erarbeiten. Aber das hätte man fast nicht können sagen. Weißt du, irgendwo durch, aber ja. hat man auch gemerkt, dass du sehr bereit bist, dir das Fachwissen Genau, anzuzeigen. genau. Ja. Aber ich glaube dort, dass die Frauen in Fußball bringst, weißt, man muss einfach wie so ein bisschen, so wie jetzt mein Beispiel zeigt, weißt, auch wie die Möglichkeit gegeben haben, wirklich ehrlichen Support. Weißt, es ist noch schnell gesagt, wir unterstützen Frauen und so. Das ist sehr schnell gesagt, aber dass du wirklich Support hast und jemanden holst, wie jetzt mich, weißt, der gar kein Wissen hat, und dann sagst du, aber du bringst das her, komm jetzt, wir lernen dir das. Aber hast du dich auch, aber du hast dich ja in dem Sinn, bevor mit dem Fußball als Moderatorin in Kontakt bist, ja auch nicht wirklich interessiert, nehme ich mal an, für Fußball. Mal schon, aber Oder- natürlich nie, weißt, nie auf diesem Niveau. Weißt, ich habe Einfach so ein spanische bisschen- Nazi geschaut, bin Einfach ab und jubeln, wenn es zu. ein Goal gibt, so ein bisschen in dem Genau, Stil. und dann da bin ich meine Pommes holen und noch, hast du noch den Kollegen gesehen und dann Ja. hier noch und schaust wieder und Aber weißt, es wäre mir doch nicht in den Sinn gekommen, morgen um 2 irgendwie noch zu schauen, du, wie viel Goal hat eigentlich Basel nach Standards gemacht. Also es wäre mir nie im Traum in den gut, Sinn das gekommen. macht ja auch niemand so einfach Ja, so. und es ist natürlich dann vom Krassen, vom einen so ab und zu ins Stadion gehen, ein Match schauen, von Kollegen, die shooten, ein Match schauen, in ein krasses, anderes Extrem kommen, Ja. zu Statistiken studieren. Also was ich ist Statistiken studieren, wie viel Ballbesitz, wie viel Ball verloren, wer hat eigentlich am meisten, weiss doch auch nicht. Bekommst du das eigentlich so, bekommst du das also Ja. musst du das holen oder bekommst du das zur Verfügung gestellt? Wir haben immer Und so mir denkt immer zum Beispiel, manchmal haben die Kommentatoren so Fakten, aber du selber würdest den Fakt nicht mal finden im Internet. So, du kannst der beste Googler sein, du würdest den Fakt im Internet nicht mal finden. Weißt du, irgendwie, weiss auch nicht, der hat bei den letzten 20 Games bei jedem zweiten Goal hat der den Pass vor einem Assist gegeben. Ja, Weißt du, so Zeug. Ja. Und dann denkst du so, Hä? hey, wenn ich das im Internet, ich finde das nicht im Internet. Ja. Woher hast du die Nein, Infos? wir haben Bekommt ihr schon- das wirklich? ja, also du hast zum einen eine Statistikfirma, wo immer pro Match wie eine ganze Vorschaumappe schickt. Und weißt, das ist natürlich dann alles aufgelistet, wie viel, alles, jede pro Spieler, und das ist das Kann man Ganze. sich das so in Seiten vorstellen? Oder? Genau, Wie da viel- hast also, da hast du so wie ein viele Dossier. Am Anfang habe ich es auch ausgedruckt und irgendwann habe ich gefunden, Seiten? Das ist hey, einfach Statistiken zu dieser Partie. genau, zu dieser Partie. Crazy. Basel gegen IB, die erste Seite ist immer alles zusammengefasst, das heisst, die letzten 5 Spiele hat Basel 5-mal gewonnen, jetzt als Beispiel, oder wenn viele IB-Fans da sind, 5-mal IB gewonnen. Auch Äh, nicht IB. Dann ist der mit Rot vom Platz gefallen und dann hast du wirklich die letzten Startelf, die du hast von den letzten Spielen, die du untereinander siehst. Mhm. Und dann hast du wirklich noch so einzelne Sachen. Der Roy hat so viele weiss doch nicht, Minuten gespielt, ist dann eingewechselt worden. Und dann hast du aber das ganze Tool, wo du dann immer einen Chat drin hast während dem Spiel, wo sie dir immer sagen, hey, der hat das Goal gemacht, der Assist, der hat die Latte getroffen. Aber weißt du, dort musst du dann, Aber dort liefern sie dir eigentlich gerade so Infos genau, direkt immer zu dem, direkt. was gerade passiert Ja. ist. dass Und du wir das haben dann auch viel eigentlich kannst erzählen. einen im Studio gehabt, der wirklich neben mir hockt und sagt, du Nathalie, jetzt übrigens, wenn St. Gallen jetzt gewinnt, dann ist es im Fall der so viel Zeug unter dem so und so. Und Ja, dann kommen sie crazy. mit irgendwelchen Fakten. Aber ich musste dann auch ein bisschen lernen. Weißt, es ist nicht zum Teil so viel, dass ich manchmal so wie
hey, jetzt tue ich ein bisschen mit diesen Fakten ein bisschen runterfahren, weil, weißt du, dann hast du den Statistiker neben dir, der sagt, Nathalie, aber das und das, der auf dem Ohr, wo Nathalie hier und hier, und dann hast du noch einen, der WhatsApp schreibt aus dem Stadion, und du, was soll ich für Interviewgäste nehmen? Und dann, im schlimmsten Fall, hast du noch den Chat, wo allgemeine Infos reinkommen, und dann solltest du ja dann noch, wenn es blöd kommt, am Sonntag noch 2 Spielzeit gleich schauen. Und dann bist du permanent im ja, hier ist Goal, was hast du wollen, was hier? Hey, am Schluss bist du einfach... Ja, das stelle ich mir schon noch hektisch vor. Vor allem die 90 Minuten sicher geht, sage ich mal, im Normalfall. Ernste Frage, werden die Dossiers immer noch komplett auf Papier gemacht oder werden die auch langsam digitalisiert? Nein, die sind alle, die bekommst du einfach geschickt per Mail. Aber ich war aber so blöd, wie es am Anfang ausgedruckt. Ja, du musst sie irgendwie dabei haben, aber ja, nein, es ist alles Hast du per ein Mail. Tablet gekauft, oder? Nein, auf der Laptop. Aber ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, dass ich mache immer ein Faktenblatt. Weißt, wenn in Live-Situation, wenn irgendetwas abverrecht oder so, habe ich das einfach nebendran und das ist so wie mein Safety-Blatt, Ja, dass aber ich kann überbrücken kann, blöd vielleicht gesagt. noch ein bisschen zum Verständnis, aber du hast ja nicht Fußball kommentiert, Nein, sondern moderiert. genau. Aber dann du hast ja eigentlich, während das Live-Spiel läuft, musst du ja nichts reden in dem Sinn, Nein, oder? nein, Dort musst du eben einfach die Infos sammeln. genau. Und all die Infos, die du dort eben Chat und von diesen Leuten und so bekommst, du musst dort schon etwas zweckmachen, wo du nach dem Spiel dann Genau. präsentierst. In einer gewissen Zeitvorgabe, vielleicht, die du hast oder so. Oder wie? Ja, du hast es eigentlich wie gegeben. Du hast blöd gesagt, Samstag hast du um 6 Uhr abgepfiffen, zum Beispiel ein Spiel. Ja. Und dann fängt die Sendung 17:30 Uhr an, also hast du eine halbe Stunde Vorlauf, wo du, wie eine halbe Stunde gegeben ist, mit einem Experten oder 2 Experten am Tisch. Und dann läuft die erste Halbzeit, die 45 Minuten, und dann tust du dort auch Highlights rausschreiben. Okay, 4. Minute, Lattenknauer von Mitten, den nehmen wir. Und dann, okay, so viele Minuten. Und das sage ich eigentlich näher. Manchmal frage ich ja die Experten, du, was du denn nehmen? Weißt du, dann lachen sie manchmal. Sagen, ja, komm, dann nehmen wir. Nein, sicher nicht. Und dann musst du einfach wie Pause füllen. Okay. Einfach die 4 Stunde Pause, hast noch ein bisschen Werbung, das ist vielleicht irgendwie, ja, weiss doch nicht, was dann netto 12 Minuten, ja, die du musst, Zeit, genau. ja. Und dann kommt die zweite Halbzeit, du musst wieder alle Szenen sammeln, alle Goal, rote Karten, Szenen, wo du sagst, hey, komm, weißt du, heikle Szenen, Hands oder so. Und dann ist ja immer der Schiedsrichter-Experte, wenn es ein Hands gibt, vielleicht per Zufall mal, nimmst du dann die Szene raus. Herr Meier, oder? Ja, genau. Das ist die Champions League. Ja. Wir haben sonst Erlachner oder Klossner, genau. Und dann tust du die auch rausschreiben und dann redest du halt immer mit ihnen und dann sagen sie dir auf das Ohr, okay, langsam vielleicht mal die nächste Szene anziehen und dann bringst du am Schluss noch eine Rundübersicht abbauen, tschüss zusammen. Aber dort am Schluss hast du eine gewisse Anzahl Minuten. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, ob dann ein neues Spiel anfängt. Das ist zum Teil noch stressig. Weißt, manchmal hast du ein Spiel, das du begrüssest, dann machst du Pauseanalyse, Abmoderation und dann schaust du runter, dann hast du kurz Pause und dann geht das zweite Spiel los. Hey, und dort im Kopf parat sein, vom einen Spiel zum nächsten. Grad, ja. Und dann musst du dann wissen, hey, was wollte ich dort echt genau sagen? Das ist schon verrückt. Also hast du auch schon mal gehabt, dass 2 Spiele gleichzeitig gelaufen sind? Ja. Wo Weil nie... mir denkt es immer verrückt bei diesen 2 Spielen gleichzeitig, dass sie in der Halbzeit immer schon wie beide Spiele können also ich nehme nicht an, dass dort Also ich nehme an, dass ihr die Match schaut im Studio. Ja. Aber du kannst dich, kannst dich dort auf beide Spiele gleichzeitig... Du kannst dich doch nicht beide Spiele gleichzeitig Ja, konzentrieren. ist schwierig. Ist brutal schwierig. Hey, aber ich hatte sogar Zeiten, wo wir 3 zeitgleich hatten. Und 3 am Sonntag zeitgleich, das war für mich immer, wo schaue ich denn her? Also, weißt, wie... Ja. Und dann haben wir manchmal gesagt, wenn wir das dritte hoch im Studio waren, okay, Expert 1 schaut auf den, da haben wir alle 3 Bildschirme nebeneinander. Und einer tut sich da konzentrieren, einer in der Mitte und ich da hinten. Das so ein bisschen, und weißt, das ist nie so das Gefühl, wenn du 3 zeitgleich schaust. Und ich muss halt dann alles aufschreiben. Und dann, also weißt, zum Teil ist mega Stress. Lattenknauer im letzten Grund. Okay, welche Minute? Ich habe es verpasst. Wer war dran gewesen? Und dann zeitgleich, warte, jetzt haben wir im Statenschneef hat es auch noch ein Goal gegeben. Dann gibt's, und dann so, nein, wahr. Und dann schreibst du auf. Und dann, wenn du Pech hast, im mittleren Spiel ist auch noch etwas. Und dort, weißt du, die Übersicht zu behalten. Aber das denke ich mega. Ja, aber das letzte Mal, ich glaube, dann war sogar irgendwie der Zubi oder so im Studio gewesen. Ich weiß nicht, ob es Champions League, ich glaube, es war auch eine Champions League gewesen. Ja. Und dann kommst du aus der Pause raus. Vielleicht bist du auch, ich glaube, ich habe sogar das Spiel 2 geschaut oder so, nicht Konferenz oder so, weiß nicht was. Und dort sind ja mega viele Spiele, glaube ich.
zum Teil auf einen, eben im letzten Champions League waren irgendwie 8 Spiele oder so, weiß auch nicht. Aber dort waren auf jeden Fall mindestens 2 Spiele gewesen. Und dann haben sie zuerst den ersten Match analysiert, kurz. Ja. Und alle wirklich so, ja, eben, ja, sie haben es gut gemacht und so, sie haben eben hochgepresst, was auch immer. Und dann so, ja, eben, und im zweiten Spiel, und dann eben, dann reden sie auch, sie reden eigentlich so, wie sie beide Spiele 45 Minuten gesehen hätten, weißt du? Ja. Und dann denke ich mir immer so, also es kommt nicht so ganz, es kommt nicht realistisch so, wie macht ihr das? Ja. Denkst du nur so, weißt du, wie, klar, in dem Maß laufen beide Spiele bei euch, aber du kannst doch nicht beide Spiele Ja. gerade analysieren. Es Und hat dann- auch immer Experten gegeben, die mehr Mühe mit dem hatten. Ich habe immer das Gefühl, ich bin die einzige Dumme, die das nicht kann. Ich habe wirklich immer das Gefühl, okay, ich habe nicht geshootet und für mich ist es mega schwierig, zeitgleich 2 Spiele, weil ich bin eigentlich schon mit einem gefordert. Bis mir mal ein Trainer hat gesagt, 2 Spiele zeitgleich, das ist auch schwer für mich. Und dann habe ich gedacht, oh, danke. Weil es ja, ist wirklich mir noch denkt's auch so... schwierig. Ja, und dann, weißt Wie ja, willst du eine Pressingleistung von einer Mannschaft beurteilen, wenn du dich nicht mindestens 10 Minuten nur auf das Spiel Ja. kannst konzentrieren und dann hast du schon 10 Minuten schon vom anderen Match schon verpasst. Das heisst, du kannst schon über die Genau. 10 Minuten gar nicht reden. Genau. Du weißt gar nicht, ist in Du dieser hast Zeit kein 10 Gefühl, Minuten die andere Mannschaft besser. du hast weisst kein du nicht. Gefühl, du bekommst Eben, das ja. Gefühl nicht. Ja. Das ist nicht... Aber dort bekommst du wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Infos und eben, wenn du natürlich jeden ein Match schauen kannst, kannst du dich noch austauschen und so. ein Ja, bisschen. ja. Aber Das das- mache ich noch viel, bevor nach die Pause kommt, dass ich sage, sagt mir schnell euren Eindruck von diesem Spiel. Hast du von dem viel gesehen? Weißt du, manchmal je nachdem, wenn es wirklich 2 sind, so, was sind eure Eindrücke? Und ich bin dann eben nur die Fragen muss stellen. Wie hast du gefunden? Das Spiel. Ich Das weiss ist ja natürlich dann, dann schön. der Ja. andere muss. Aber ja, du hast viel mehr das Gefühl, wenn du nur ein Spiel hast, hast du einfach alles gesehen. Ja. Und sonst ist dann wirklich die Frage, was fährst du für eine Taktik? Switch ist immer hin und her. Von bei der einen Szene hier und dann bei der anderen da. Oder du musst wirklich 10 Minuten hier schauen und dann 10 Minuten da. Das ist manchmal fast besser. Aber dann schaust du hier und merkst, denen passiert etwas, dann musst du gleich wieder rum. Ja, ich glaube, da macht sich auch jeder Moderator so ein bisschen sein. Dort Ja, hat auch ja. jeder seine Ja, eigene ja. Strategie. Weiss auch nicht, wenn wie er es das andere, dann genau. fährt, oder? Ja, ja. Ja, also wir schauen mal noch schnell in den Chat, was da noch so gekommen ist. Neu vom Schuhblasen noch. Gibt es Fußballspielerinnen? Artikel sind nicht mehr so in Mode, gell? Gibt es Fußballspielerinnen oder Spielerinnen, die dich mega beeindruckt hat? Und wenn ja, wieso? Ich habe es vorhin dem Roy gesagt, Schande über mich. Frauenfußball. Sie Nein, schaut nicht Frauenfußball. nicht, weil ich nicht will, sondern einfach, weil wenn es auf dem Schweizer kommt, ja. Weil es der einzige Weg ist, wie ich zu Frauenfußball komme. Aber Ja, weil es schon relativ kompliziert ist, Frauenfußball zu schauen. ja, ich weiss, also Also- auf dem Schweizer habe ich es gesehen und sonst eigentlich bis jetzt nie. Und meistens ist es halt, wenn ich im Einsatz bin und die Frauen spielen, arbeite ich. Also, Also es ist auch allgemein noch in der Club, es ist mega schwierig. Es gibt teilweise zum Beispiel, glaube so Arsenal-Frauen wird einfach auf YouTube live gestreamt, von Arsenal selber, vom Verein. ja. Aber es wird nie so publiziert. Also weißt du, hast ja zum Beispiel beim Männerfußball, sagen wir es relativ einfach, du gehst in deine Fußball-App rein und unten dran stehen irgendwie 8 Sender, wo der Match übertragen wird, also schaltest du dort ein oder nicht. Aber bei den Frauen ist es manchmal echt so leer. Ja. Dann musst du zuerst mal so googeln, wo Wo kann spielen ich sie? den Match Ja, schauen, ja. oder? Und dann habe ich zum Beispiel schon Barca-Frauen habe ich schon in einem YouTube-Livestream geschaut. Dann Aston Villa, wo die Lehmann dann noch bei Villa war, habe ich Ja. mal über einen Livestream geschaut. Ja, Und ja, es ist teilweise wirklich nicht einfach zu schauen, weil du, ja, das Fernsehen wird es wahrscheinlich nicht ausstrahlen, weil wahrscheinlich die Einschaltquote einfach in so einem Ja. Frauen-Super League-Match zu tief wäre. ja. Und es hat nicht jeder Verein auch gerade irgendwie ein Setup, dass sie das live streamen können. Also wird es relativ schwierig, ja. ja. Aber ja, wenn die Frauen-Nazi spielt, Du, ich bin Frauen-Nazi... jetzt gespannt, wie es wird sein, wenn sie spielen. Weißt du, ob es den Hype gibt oder bis jetzt habe ich noch so wie das Gefühl, ich habe es noch nicht so, jetzt langsam kommt es auch ein bisschen, merke ich es auch so ein bisschen von den Anfragen her, weißt du, bei mir. Ja, So, könntest du da vielleicht noch etwas moderieren oder könntest du hier noch etwas? Jetzt merke ich langsam so ein bisschen mal, jetzt glaube langsam hat es die Schweiz schon realisiert. ich bin gespannt, ob der SRF auch jeden Frauen-EM-Match zeigt, wie bei den Ja, Männern. ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jeden zeigen, aber ich glaube, sie tun schon recht. Ja, also ich muss auch sagen, also allgemein, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich allgemein für Frauenfußball interessiere, sondern ich interessiere mich mehr so für unsere Schweizerinnen, Ja. was die machen so. Aber der Rest,
interessiert mich jetzt auch nicht gross, so, weil ich wollte einfach wissen, was machen unsere Schweizerinnen, wie stehen sie ein bisschen hier im Vergleich international. Du musst ja die Frauen immer ein bisschen halt im Vergleich zu den Ja. anderen Du, ich Frauen glaube, die Französinnen sind mega gut, oder? Aber ich weiß und nicht, die wie die... Engländerinnen. Genau. Die sind mir dann mega ins Auge gestochen. Ja, Aber ich habe wie gefunden, hey, also das sind schon zum Teil rechte Maschinen. ja, 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 Aber mir eben. beeindruckt eigentlich jede Frau, die shootet, wo ich immer denke, hey, wenn ich müsste im Fall. Ich habe immer, ich habe immer Albträume. Ich habe immer Zweikämpfe in die Luft Albträume, und dass ich jahrelang ist lustig, habe ich immer den Traum gehabt, ich müsse Super League spielen, aber bei den Männern. Und jeder sagt mir, Nathalie, du bist eingewechselt, du bist super, du bist super. Ich habe gesagt, nein, ich kann einfach nicht shooten, ich bin Moderatorin. Das war jahrelang mein Albtraum. Und gestern Nacht habe ich das erste Mal das Champions League Final gewonnen, dank mir. Das war das erste Mal der Traum, als ich etwas was konnte. jetzt, gestern Nacht? Gestern Nacht habe ich geträumt. Und wie lange träumst du, dass du Fußball spielst? Nein, ich habe wirklich immer, das war mein Albtraum, es kommt immer die Flanke auf mich. Und ich sage, ich kann nicht shooten. Glaubt mir endlich, dass ich nicht shooten kann. Und jeder sagt, Mama, du kannst das, du kannst das. Und es war jahrelang immer ein Gamalö, der mir flankt. Und ich sage, spiel mir den Ball nicht. Und er so, Mal, du kannst das. Und dann kommt der Ball zu fliegen und er wirklich schweißbadet, als ich aufwache. Das war wirklich jahrelang jetzt mit Traum. Und gestern Nacht habe ich das erste Mal fucking Champions League Final gewonnen. Dank mir, meinem Goal. Geil, Und dann haben das ist alle gutes Omen. gelacht, weil der Ball nicht ganz über der Linie war, war der Traum. Und dann bin ich gekommen, habe ihm noch so einen dran geschüttet und habe gesagt, seht ihr, der Idiot. Und dann hat man dank mir... Und Das es sind ist, der crazy Luis Träume. Enrique war der Trainer, aber es war nicht PS, es war die Mannschaft, die ich für sie gespielt habe. Weisst Mannschaft nicht, das ist so Nein, ich Fantasy weiß es gewesen. nicht, es würde mich aber sehr wundern. Es war eben insgeheim Office, es war Spaß, aber ich weiß es nicht. Ja. I don't know. Ja, viele Merci, andere, Glückwunsch viele andere zum Champions League Wins Final. jetzt, glaub, Merci. hat der Luis Enrique noch mit der anderen Mannschaft Champions League gewonnen? Auch nicht, oder? Weiß ich nicht. Barca und PSG. Ich weiß nicht, er hat mich nur angeschaut und hat gesagt, wechsle mich. Und dann hat er so geschaut, so, oh. Und dann gesagt, mal, ich habe etwas. Und ich habe wirklich gedacht, bei mir ist wahrscheinlich Ich so, gratuliere dir hey, auch merci jetzt. vielmals, es ist so lieb. Es ist wirklich ein Champions League-Sieger, der hier ist. Ich war, glaube ich, männlich im Traum. Ah, sogar? Ich glaube es. Ja. Ich habe das Gefühl, also ich habe in einer Mannenmannschaft gespielt. Aber ich meine, es kann Gut. nicht jeder von sich Dann ist es behaupten. nichts Spezielles, Jungs, wir gratulieren Ja, weiter. es Dann ist werden deine Followerzahlen die steigen. Ich meine, hey, am Tag danach den Champions League-Sieger wieder hast. Das wäre crazy. Das entscheidende Goal. Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall, aber ich glaube Ja. nicht, dass es... Ich habe es gemacht. Es hat sich sehr real angefühlt. Aber wie viele Minuten hast du gespielt? Ich bin eingewechselt, jetzt weiss ich nicht. Schon gegen Schluss? Es ist, glaube ich, recht gegen Schluss. Hast du nicht geschwitzt beim Aufwachen wahrscheinlich? Ich weiss nicht, wahrscheinlich, Zu wenig ja. lang Es ist, gespielt. ich weiß nicht. So, hast du noch cool gewesen, nicht geschwitzt, Ja, Champions nein, League aber ich habe es gewonnen, alles super gut. gefunden. Aber entscheidender Der entscheidende Goal. Gink gegeben in dem Ja, Sinn. wirklich zweimal dagegen gehauen. Das ist ein gutes Omen. Ich glaube immer, Träume sind Omen. Für Ja, ich irgendetwas glaube auch, Unterbewusst. irgendetwas ist gegangen. Oder Gefühl, einfach irgendwie Ja. ein Bauchgefühl für irgendetwas. Ich weiß nicht, auf was man es beziehen kann. Kannst du das noch psychologisch Aber analysieren? wenn du das schon lange geträumt hast, dann wirst du bis jetzt irgendetwas noch nicht geschafft haben und jetzt hast du das Gefühl, jetzt geht's dann. Ja, ich meine, sorry, wenn du das Champions League Final gewinnst. Ja. Aber eben, du bist jetzt immer gescheitert, hast du gesagt. im Immer Traum. gescheitert. Das heisst, immer. du musst auf etwas beziehen, wo du bis jetzt immer gescheitert bist. Und jetzt habe ich es Und- geschafft. Oder vielleicht schaffst du es Vielleicht, jetzt in weil ich zu Kürze. dir komme. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht ist das schon lange mein Hast du jetzt innerer Wunsch. Internet wollen, ist das? Ich weiß es nicht. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Nein, sehr, sehr, sehr spannende Story. Gell? Sie jetzt bei der, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Erfolg ist, dass man es da her schafft. Was der Champions... Aha, jetzt sag mal, Nein, der Champions nein, League dass man es da Final. her schafft. Nein, ist super. Nein, ist super, wie du das machst. Ich muss schauen. Wirklich. Und schau mal das Bild an. Hey, so ausgeleuchtet. Es ist einfach noch relativ heiß. Ja, Aber halt, das ist aber wie im man halt auch Fernsehen. Klima müssen abstellen. Vorher Ja. mit dem Klima ist es gegangen, aber jetzt langsam merkt man, Ja, ja. wie es raufgeht. Aber das ist schon Dachstock okay. schwitzt da. Sie hat es beim Roy Stream geschafft. Und diesen Chat, ich kann stundenlang lesen, weißt du? Das ist wie ein Haben wir echt viel Suchtpotenzial. verpasst, was im Chat geschrieben wurde? Ich habe keine Ahnung, gratuliere Nathalie. Aber Das ist noch für vorher mich noch- Champions League Final. Die Schweden sind doch sehr stark bei der Frage. Also ich weiß nicht. Schweden, Die Schweizerinnen haben doch letztes Mal gegen die Schweden gespielt. Das weiß ich nicht. Nein, ich will mich gar nicht jetzt da auf die Expertenrolle rauslassen bei den Frauen. Die Wirklich. Frauen sind dieses Jahr in die Nations League abgestiegen. Ja, Und das letzte Spiel, das sie 1-0 verloren haben durch das komische Goal, war doch gegen die Schweden. Nicht? das kann sein, das weiß ich nicht.
Dort haben auch die Schweden. Ja, dort noch Halbzeit geschaut. Ich Ja. glaube, dort haben sie nicht so gut. Also, die haben mich dort auch nicht. Oder sie ist Norwegen gewesen? Norwegen ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Also ich Es weiss, nur kann, die es ist Engländerinnen und die Norwegen. Französinnen habe ich recht beeindruckend gefunden. Das sind Ja, einfach riesen Franzosen Maschinen. und auch die Deutschen sind auch nicht schlecht. Ja. Weil die deutsche Frauenbundesliga wird alles recht, die ist auch recht gefördert. Aber das Und Niveau von Schweiz, von den Schweizerinnen, ist das noch gut? Im Vergleich zu international? von der Von den Super League. Frauen, ja. Ich Oder auch für glaub's- Nazi. Ich glaube, Das hinkt schon ein Also, bisschen hinten drin. Oder bin ich da böse? Oder? es ist ein bisschen, ich glaube, im Moment ist noch recht ein grosser Spalt zwischen ein paar, die okay sind und ein paar, die wirklich schon sehr gut Ja. sind. Und ich glaube, dort so die Differenz ist noch recht gross. Okay. Und ich glaube, unsere Schweizer Frauen, durch das, dass sie jetzt hat es ja gerade wieder recht viel Wechsel ins Ausland gegeben. Ja. Wir haben jetzt auch wieder Riveli, wo ins Ausland, in die Bundesliga geht. Ich glaube, Balotto geht jetzt auch in die Bundesliga. Und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen helfen, helfen, dass wir dort ein bisschen den Gap können aufholen können, gerade zu Franzosen oder Engländerinnen. Aber ich glaube, solange wir zu viele Spielerinnen einfach aus der Schweizer Super League drin haben, ich glaube, das Niveau ist dort zu wenig hoch. Ja. Weil du merkst jetzt gerade bei der Scherdenleib, wo ja, also ja erst, wo sie den Transfer abgeschlossen hat zu Barca, habe ich eigentlich von ihr mitbekommen. Aber wenn du dann ein bisschen gehst, schauen, wie sie bei GC ausgesehen hat, sie war einfach ein anderes Niveau gewesen und es hat teilweise ausgesehen, als würde sie gegen Juniorinnen Du bist spielen. so informiert. Das ist krass, du bist wirklich voll... Also es interessiert mich auch, ja. ich merke es, ich merke es. Aber Scherdenleib ist auch, also für mich ist sie ist für mich eine neue Generation Spielerin. Ja. Weil, wenn sie sich auch bewegt mit dem Ball, es sieht einfach, weißt du, teilweise bei den Frauen, jetzt gerade mit denen, die ein bisschen länger dabei waren, du weißt schon, bei den Männern ist so wirklich so eine flüssige Bewegung, das geht Ja. von Lauf in Sprint relativ Ja. schnell. Bei den Frauen ist es manchmal noch so ein bisschen, es hackt noch so ein bisschen, weißt du. Ja. Oder auch beim Ball führen ist manchmal noch so ein bisschen, du siehst so, du hast eigentlich nicht das Gefühl, dass sie seit 5 wie wahrscheinlich die Männer, die professionell ja. Fußball spielen. Aber jetzt Scherdenleib, das hat, als ich ihr zugeschaut habe, das hat gerade ausgesehen wie, so, das sieht jetzt sehr gut aus, wirklich. Oder es hat Okay. auch einen Grund, warum sie natürlich jetzt gerade mit 18 bei Barca ist. Ja. Aber ich hoffe natürlich, dass jetzt auch durch das, dass man dort den Fokus ein bisschen drauf legt, dass jetzt eigentlich viel Ja. gerade mit Jungen anfangen. Du, ich habe manchmal gedacht, Frauenfußball moderieren wäre eigentlich etwas, was mir auch noch Spass machen würde. Weißt, so, ich glaube, es ist schon noch so... So ja, ich mit den glaube, da Frauen kannst du kannst auch du wie glaub, beim gut Schwingen ein bisschen reden. ruhiger. Genau. Ich glaube, Oder es als ist- Frau ist vielleicht auch noch eine andere Dynamik, weißt, wenn du als Frau mit Frauen kannst reden. Ich habe natürlich als Frau immer ein bisschen den Nachteil, ich kann auch nicht den Fußballer hinten nachher telefonieren am Abend 10 Uhr und noch «Hey, erzähl mir noch». Das ist halt dann so ein bisschen das... Ja, Nicht, wieso dass man- nicht? Ja, nicht, Ist dass das, man noch das... nie, ist das noch nie ein Thema gewesen? Ja, nein, ich achte dann schon bewusst so ein bisschen auf eine... Ja, musst halt dann als Frau immer ein bisschen aufpassen. Da. Nicht, dass sie das Gefühl haben, will sie ja noch mit mir in die Ferien. Aber jetzt bei einer Frau würdest du natürlich dann, weißt, du könnte ganz auf eine andere Art ja, nachfragen und machen. Also das Gespräch wäre vielleicht ein bisschen lockerer, so Mensch einfach. Genau. So der Faktor, der vielleicht ein bisschen das Frau-Mann-Ding ein bisschen... Gut, jetzt langsam bin ich im Alter, weißt du. Nehmen wir es nicht mehr so streng. Nein, aber der 20-jährige Fußballer wird, die 40-jährige ist dann... das ist kein Beuteschema. Ja. Kannst auch ein bisschen, nimmst du auch einfach ein bisschen lockerer, oder? Genau. Also ich schaue nicht viel Frauenfußball, aber der Unterschied zwischen Schweizer Nazi-Spiel und so Champions League-Spiel Barca gegen Man City ist schon riesig. Also meinst du jetzt Champions League-Spiel Frauen auch? Oder Champions League-Spiel, also ich nehme an, er meint auch Champions League-Spiel Frauen. Ja. Schweizer Nazi. Eben, und also gerade Clubs wie Barca und wer ist dort noch? Barca, Arsenal und so, wo die Frauenmannschaften wirklich schon ein sehr gutes Niveau haben. Aber ich glaube, bei den Clubs ist der Gap zwischen okay Mannschaften und wirklich gut, dort ist das nochmal viel grösser. Dort gibt es schon, gell? Dort So ist- England, wo dort ist sie schon Unterschied, mega ja. am... Da kommen sogar noch so Vereine auch bei die Champions League rein, wo wirklich nach so 8-0 verlieren. Weißt, Ja. Und du denkst so, aber dort merkst du auch wirklich, dass die besten von diesen okay oder sagen wir schlechteren Mannschaften noch gar keine Chance haben gegen wirklich so das Top-Ding, Ja. oder? Und dort merkst du einfach, welche Vereine, dass der Frauenfußball wahrscheinlich jetzt schon seit 5, 6, 7, 10 Jahren schon ein bisschen pushen, oder? ja. Und schon ein bisschen den Anreiz geben, vielleicht etwas schon finanziell zusammen ist. Und die anderen, die wahrscheinlich noch nichts gemacht haben bis jetzt, oder? Hm. Aber mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wer hast du eigentlich auf deinem Trikot? Sydney. Scherdenleib, ja. Ich weiss, es war jetzt im letzten Match das Nummer von Gemaili gsi. Aber ich habe es nun mal so bestellt, weil im vorletzten hat es noch Scherdenleib an.
Und jetzt im Endeffekt bereue ich, dass ich nicht einfach die Völmli bestellt habe. Weil Was für Förmli? die Völmli. Ah, die Völmli. Eben, Jetzt habe ich sie verstanden, kennt die halt... Förmli. Nein, die Völmli. Was für Förmli? Wie viele Frauen kennst du beim Namen von Schweizer Nazi? Hey, Böne, die spielt in Nazi, oder? Ja, ja, sie hat jetzt heim. Die Lehme, ja, die musst du kennen, oder? Gut, Ja. ja. Und dann ein Bachmann ist. Hey, dann fängt es schon an. He? Und dann die Lia Welti, die kenne ich. Wer haben wir noch? Helfen ihr mir? Backförmchen? Welche Völmli? Nein, und dann, wer haben wir noch? Tschertenleib, logisch. Ja. Ja, es ist schon nicht so schlecht, oder? Für jemanden, der... Also eben, ich muss wirklich auch sagen, und ich habe es vorhin schon an Nathalie gesagt, es hat extrem geholfen, dass die Frauen ins IAFC genommen worden sind, also ins FIFA. Wir reden zusammen hier vom FIFA. Also du kennst eigentlich mehr FIFA... Nein, durch das habe ich Hast sie du- kennengelernt, ja. Weil dort... ja, weil du spielst oder das, ich meine ja jetzt seit dem, wann ist es rausgekommen? Ende September, sagen wir mal 1. Oktober oder so, ist das Spiel rausgekommen, ja jetzt 1000 Stunden in diesem Spiel. Ja, Du verbringst so viel Zeit mit dem Spiel, gerade wenn du damit noch Content machst, dass du einfach dort deine Informationen logisch. bekommst. Und du Logisch. willst dann die Infos auch, oder? Wenn ich sehe, dass zum Beispiel ein Bachmann eine bessere Karte hat als zum Beispiel jetzt, sagen wir mal jetzt, oder Bachmann eine bessere Karte als die Lehme hat, dann willst du dann wirklich mal, du willst mal in Real sehen, so, wie spielen die nebeneinander, oder? Und dann, dort habe ich dann einfach mal ein bisschen Aber wo Schweizer schaust du Frauen. da sie? Also wenn sie vom SRF kommen, okay, und sonst? Ja, Sonst wird es schon schwierig, Gell? ja. ja, eben. Also jetzt zum Beispiel so, sagen wir mal Zernogorcevic oder Bachmann, Ah ja, in der Czernogorcevic wo kenne ich in den natürlich. USA spielen, so keine Chance. Wie will Ja. ich denen mal zuschauen? Logisch. Dann siehst du etwa die vielleicht mal Clips, wenn du ein bisschen auf den Socials folgst, posten sie vielleicht mal etwa einen Clip. Jetzt Scherdenleib habe ich jetzt zwischendurch mal eingeschaltet, weil Barca-Frauen, weil sie halt so gross sind, Ja. kannst du relativ schnell mal noch einen Match schauen, und weil sie auch Champions League gespielt haben. Die Welt die hat jetzt glaube ich nicht mehr so viel gespielt mit Arsenal in der Champions League, so wie ich gesehen habe. Aber ja, die Champions League hat man bei dir noch ein bisschen schauen. Aber dann wird es schon schwierig. 100% die meisten Frauen kenne ich wegen FIFA. Ja, FIFA hat dort, sage ich, mega geholfen. Da war noch eine längere Nachricht vom Schulblosen. Aha. Ich finde, der Frauenfußball in der Schweiz hinkt im Vergleich zum Ausland klar nachher, aber ich finde, sie machen mega Fortschritte, ob Ansehen, Talent oder Infrastruktur. Es ist am Wachsen. Ich bin F-Junioren-Trainer und ich finde es mega cool, wie die Mädchenanteil zunimmt. Ich habe aktuell 2 Spielerinnen in meinem Team und sie machen es so gut. Ich bin mega stolz auf die 2. Das ist doch cool, wenn von der Front direkt so Feedback Ja, ist. ja, und ich finde es schon cool. Weißt, wenn ich denke, bei mir, als ich ein Mädchen war, das wäre ja nur Thema gewesen, dass ich in die Shooten gehe. No. Also weißt, das ist gar nicht, das ist nicht mal in meinem Kopf eine Option gewesen. Ja. Und das ist ja immer so, weißt, Gut, hast du irgendwie ein Brütchen oder so? Nein. Ah, Einfach aber ich spanischen Fußball durch den Ja. Papi, aber es wäre mir nie im Leben in den Sinn gekommen, selber zu shooten. Aber wenn du Ja. keine Vorbilder hast, ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, Fußballmoderatorin zu werden, obwohl das eigentlich schon noch naheliegend war mit spanischem Papi und so ein bisschen die Art, wie ich bin. Aber das Denken war noch nicht so gewesen in dem Ja, Sinn. und wenn du keine Vorbilder hast, weißt, Ja. wenn du niemanden hast, der sagt, hey, Roy, du, Fußball, komm, jetzt Moderator. Weißt, wenn du das nicht hast, dann machst du es auch nicht. Aber das kommen natürlich dann andere, die sagen, ja, du Ballett oder du komm, willst ein Pony. Ja. Weißt, Aber eben von dem her ist es eigentlich eine gute Interview. Logisch. Es werden sich jetzt sicher viele neue Logisch. Vorbilder ja, herauskristallisieren. bei mir Schwester sehe ich so, weißt, mit 2 Kindern, Bub und Mädchen. Jetzt fragst du nicht nur den Bub, ob er ein Match will, sondern das Mädchen, ja, möchtest du schon gehen? Und vielleicht vor 10, 15 Jahren hat man vielleicht gesagt, hey, der Bub geht ein Match und das Mädchen geht in Kino. Direkt gefragt, Also- willst du etwas anderes machen? Genau, und jetzt ist es mehr schon so, ja, einfach normaler geworden. Nein, das ist auch cool. Es ist auch, eben, es ist auch gleich, es ist auch immer noch nicht für jede Frau etwas. Also jetzt auch meine Ja. Frau interessiert sich eigentlich nicht wirklich so. Sie schaut auch gerne mit mir die Schweizer Nazi-Match oder Ja. schläft gerne ein, während ich Fußball schaue. Wenn du Aber- Fußball spielst. Ja, nein, dann hoffentlich nicht, aber sie ist vielleicht auch schon näher dran gewesen, weiss es nicht. Nein, wenn ich sie tut gerne so Fußball schlafen, sage ich mal so. Während ich Fußball schaue, dass sie am Pennen ist auf der Couch. Aber sonst interessiert es jetzt auch nicht wirklich, weißt? Ja. Und es muss ja auch nicht für jeden etwas sein. Genau, Aber ich finde, dass es einfach jetzt so viel offener eine ist, Option ist. dass es genau. Vorbilder gibt eben und so, ist sicher cool. Weil meine Schwester zum Beispiel hat auch Fußball gespielt. Und ich bin auch immer sehr gerne bei ihr schauen. Klar, Ja. eben, wenn es Familie ist, ist sowieso. Gehst Ja. gerne schauen, egal was sie grundsätzlich machen. Aber ja,
Nur wenn wir jetzt heute eine Frau hier haben, muss es nicht ganz Talk um Frauenfußball handeln. Weil das ist immer ein heiß begehrtes Thema. Ich denke, wir können da irgendwie vielleicht einen Schwenker machen Auf mit Champions League-Final bei den Männern. auf Oder die auf die Super League. Oder? wieder zurück. Nein, eigentlich habe ich mal doch, was mir so ein bisschen auf der Zunge ist, was ist so als Moderator, was ist der coolste Moment gewesen für dich? Wow, Das habe ich der eigentlich, coolste Moment. Hey, ich hatte nicht so einen coolsten Moment gehabt, sondern schon so für mich, weißt, so der Fakt, von dem können zu leben. Mhm. Ich lebe einfach davon, Shootmatches zu schauen. Weißt, mir das so bewusst zu machen. Hey, für andere wäre das der Traum. Und das ist mir Ja. 100%. Also jetzt bin ich Mami. Ich lebe vom Fernsehen machen, von etwas, was sich anfühlt für mich wie ein Hobby. Also es hat in all diesen Jahren nicht einen Tag gegeben, wo ich nicht gerne arbeiten bin. Und das ist für mich schon, weil ich das KV habe gemacht und weiss, wie es ist, wenn es dich auch richtig anschiessen kann, wenn du um 10 ab 7 Uhr morgens musst einstempeln musst und es dich einfach anschiesst und um 9 Uhr gehen alle zum Morgen holen und um 12 Uhr gehen alle Mittag und dann hast du einfach einen Job, wo jetzt gehst du am Match, machst dort Interview mit dem Trainer, weißt Sachen, die es würde mich ja interessieren. Mhm. Es ist echt Hat es da keinen Moment gegeben, wo dir das erste Mal so wirklich bewusst ist worden? Wo du denkst, mal dann, weißt du, das erste Mal, wo dir das so klar, hey, ich lebe jetzt einfach von, hat es nicht irgendwie mal, jetzt mal ein Interview gegeben und denkst so, cool, und hey, ich lebe einfach Ich von hatte dem. mal ein Interview, wo der Gabri CEO-Trainer war, wo ich auf Spanisch machen sollte. Und es hat niemand Spanisch können. Und dann haben sie mich gefragt, kannst du das machen? Und dann bin ich immer mit dem Gabri gegangen. Das war ja nicht lang, gut, ich kenne es lang im Wallis. Aber dort habe ich wie so realisiert, hey, ich habe irgendetwas noch gut gemacht. Weißt, ich habe immer viele Sprachen gerne gehabt. Und das so, dann so zu realisieren, so, hey, aber so der Moment, wo es ist dann einfach, ja, die letzten 8 Jahre, wo ich, oder auch schon vorher, weißt, schon mit Telebahn, so zu merken, hey, ich kann von dem leben. Das ist wie, aber es hat halt Zeit gebraucht. Es hat schon Jahre gegeben, viele Jahre gegeben, wo es hart war. Ja, aber schon immer Aber nicht so Schlüssel, durchhalten. ja, nicht ein Schlüsselerlebnis in dem Sinn. Also als sonst so hat es nicht, keine Produktion gegeben, kein Interview. Oder sagen wir mal das Speziellste. Hast Also du ein etwas, Interview, das du wirklich einfach im Kopf, wo nie mehr aus dem Kopf wirst bekommen? ja, was sicher alle werden sagen, aber ich bin halt nicht mit Fußball gross oder eigentlich mit dem spanischen Fußball. Sicher der José Mourinho, weißt, wenn du so mit ihm ein Interview machst, Ja. das einfach exklusiv hast, ist natürlich schon so. Oh. Oder in der Pressekonferenz, vergiss ich auch nie, ist er dort gehockt und dann habe ich wie gefragt, hey, der hat in Bern noch nie gewonnen, José Mourinho, wie wollt ihr das ändern? Und dort hat einer dann einen riesen Artikel geschrieben. Ich war die einzige Frau in dieser Pressekonferenz und gesagt, José Mourinho auf Englisch, der hat noch nie gewonnen in Bern, wie wollt ihr das ändern? Und das ist für mich einfach so wie, ja. Also ja, Also es hat mir ja nicht, es hat mich nicht nervös gemacht. Ich meine, schon gewusst, vielleicht putzt er mich dann ab, aber er ist mir zu wenig wichtig für putzt ich ihn dann vielleicht auch ab. Weißt, das ist halt, nein, wenn du nicht aus diesem Business kommst, ist mir das ein bisschen wurscht. Es ist dir gar nicht so richtig bewusst gewesen, so, genau, ich habe einfach gefragt. das ist der Special Genau. One. Und dann hat einer einen Artikel geschrieben, hey, die Frau im Presseraum hat sich dafür gehabt. Und alle haben natürlich so ein bisschen Angst gehabt. Und ich einfach ganz ruhig, José Mourinho zu Bern noch nie gewonnen. Wie weit er das heute ändern? Er hat einen Artikel gemacht, hey, die Frau im Raum hat sich dafür gehabt, ihn das zu fragen. Und er hat mich so angeschaut. So, Und ich also dachte, ja, ich halb Spanier, du Portugies, wir sind ja quasi Nachbarn. Weißt du, es war mehr so ein bisschen das Ding gewesen. Und das ist schon so manchmal so ein bisschen... Was hat er dann gesagt, weißt du es noch? Ich weiß nicht mehr. Gibt es keinen Clip im Er hat Internet? mich nicht, ich war froh, hat er mich nicht... Nein, aber so Sachen sind natürlich schon... Jetzt auf die Suche nach diesem Clip. Ist das im Wankdorf gewesen? Sie Seitenhieb finde ich super. was ist im Wankdorf gewesen? Also die, wo du das gefragt hast, wo ist das? Ja, das war im Wankdorf gewesen. Also, Das ist im Wankdorf sucht mal im Internet nach Clip. Irgendwo. Ja, und ich habe doch das gar nicht gesehen, den Artikel. Und dann hat mir irgendeiner einen Artikel geschrieben, schau mal da und so. Das war noch auf Franz geschrieben. Und du hast dich dafür gehabt. Okay. Und dann hat sie so geschrieben, eben so im wunderschönen Englisch da. Und für mich ist das gar nicht so... Ich habe gar nicht so, ja, wieso sollte jetzt der das nicht fragen? Ja, und er ist ja so eine Liebe. Ja, alles war echt so still gewesen. Weißt du, wie gesagt, er hat in Bern noch gar nie gewonnen.
Und einfach so ihm geht mal so, aber ich habe es ja wie gar nicht so. Aber er sagt ja scheint's. Ich habe ja so meine Quellen einfach ganz lieben. Ja, ich denke es schon. Also es geht natürlich sicher, also weißt, es ist ja, gerade im Fußball ist sicher jeder mal irgendwie emotional. Ja. Vielleicht hat er sich gerade nicht mehr so, ist er Ja. nicht mehr gerade so, wie er sonst ist. Die haben so verdient, dass es noch mal ein bisschen zurück ist. Ich finde Ja. immer so, dass... Ja, eben. Da wirken manchmal auch so ein bisschen Ja. abgehoben und so ein bisschen, er ist sicher dort auch so einer. Aber wahrscheinlich, er kann sicher, also ich weiß nicht, wie er dort bei dir reagiert hat, ob er das als Seitenhieb alles aufgenommen hat oder Nein, einfach ja als, so nicht, das war einfach ein Fakt gewesen. er ist wahrscheinlich auch überrascht gewesen, dass es so locker Genau. rausgekommen ist. Ja, und das Gute als Frau ist natürlich schon, als Frau weisst du heutzutage, wenn mich einer angreift, weisst, wenn einer dumm kommt, musst du natürlich sehr aufpassen. Weisst, wenn einer danach kommt und mir, weil jeder alarmiert ist von, ja, Frauen werden grundsätzlich gerne mal niedrig. Also wenn du dann kommst, würde ich dann vielleicht noch ein bisschen aufpassen, was du mir sagst. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen mein Vorteil. Vielleicht, wenn du es vielleicht gefragt hättest, hätte ich vielleicht eher das Gefühl gehabt, was willst du jetzt, du Schnösel, mir da, und dir hätte er dann vielleicht einen gegeben. Aber mir als einzige Frau dort, musst noch so ein Ja, das ist bisschen... ein bisschen Ja, zusammengerissen, musst oder? du dann vielleicht schon so ein bisschen... Er war vielleicht parat gewesen, für so Ja. zurückzugeben, aber dann, weil es von dir kam, Ist vielleicht eine hat's ihn nette gerade- Frau, so ein bisschen, genau. So, Ja. so, was mache ich jetzt? Ist das vor 6 Jahren IBE gegen Manchester United gewesen? Ja, das könnte sein. Ohne Gewehr, aber ich glaube, es ist gegen... Ja, logisch, er ist dort, er war Trainer von Manchester United. Ja, das war dann gewesen. Wieso ist das geblieben? Oder, Ich glaube aber, dort hat United nicht verloren. Er. das kann sein. Vielleicht hat ihn das so motiviert. Dann Ich weiss habe nur ich noch, ich PK gefunden. Was? Schau mal, schau Also, mal. warte schnell. Ja, aber die geht wahrscheinlich 1,5 Stunden. Ich muss eben irgendwann auf das WC, wenn wir jetzt das noch 1,5 Stunden... Ja, das kann... Irgendwo. Vielleicht steht irgendwo, was hat diese Schrulla da gefragt? Sie ist so daneben. Mir hat mal einer gesagt, das vergesse ich nie. Sicher nicht jetzt, aber... Noch zum Thema Berndeutsch. Was haben wir eigentlich gefangen für Zeit? Muss ich mal... 10 vor 6. Oh mein Gott. Musst du Okay. Säcklein, Nein, oder? ja, irgendwann ist das schon. Apropos Berndeutsch, mir hat mal Zuschauer geschrieben, ich sage viel Schlussament. Sagt ihr, das sagt ihr ja, oder? Grenchen. Schlussament, sagst du das nicht? Ja, also wir sind ja auch... Ja, bei mir ist es schwierig. Ich bin 4 Jahre zu Bern, ich habe mega viele Berner Sachen, ich kann es nicht einmal richtig... Ich sage das auch viel. Auf jeden Fall hat mal Zuschauer Solange nicht gefunden. Item sagst, ist Item. alles gut. Item. Meine Mutter sagt hure viel Item. Nein, Ja, ich Item. sage Item ab und zu, aber Item... Ja. Nein, aber ich sage viel Schlussament. Und einmal hat der Zuschauer gefunden, hey, was soll das? Die kann nicht mal richtig Deutsch. Weißt du, Ja. so Barros angeschrieben, kann nicht mal richtig Deutsch. Er hat jetzt das im Duden nachgeschaut, das Wort Schluss. Und er hat es geschrieben, Schluss war ein Kommentar, Schlussament. Er hat das geschaut, das gäbe es nicht. Und wir sollen doch bitte Moderatorinnen nehmen, die richtig Deutsch können. Und dann habe ich dem zurückgeschrieben, lieber, keine Ahnung mehr, wie er geheißen, hey, ich bin aus Bern und das ist Berndeutsch und heisst so etwas wie schlussendlich, googeln Sie doch einmal oder schauen Sie mal im Duden nach mit schlussendlich. Also hast du Hochdeutsch kommentiert und Schlussament? Nein. Nein, einfach so im Studio gesagt, ja, Schlussament ist doch Wurst. Weisst? Aber auf Schweizerdeutsch? Ja, auf Schweizerdeutsch, aber er hat dann gefunden, Schlussament, ich kann nicht richtig Deutsch. Er hat jetzt das im Duden, nachgeschaut, das Wort Was gibt's. ja alle schweizerdeutschen Worte im Duden Ja, dann habe ich ihm eben gesagt, hey, kauf dir doch einen Berndeutsch-Duden oder such das Wort unter schlussendlich, dann wirst du fündig. Schlussament. Das gibt es Aber ab und ist dir zu. selber aufgefallen, dass du viel gesagt hast? Mm-mm. Also hast du wirklich Ja. so viel gesagt, oder? Nein, nicht viel, einfach so, klar, vielleicht schon viel, weißt du. Also man hat kein Trinkspiel daraus machen. Vielleicht schon, wärst vielleicht nicht so besoffen worden, aber ja, nein, ich weiss es auch nicht genau. Manchmal habe ich Kennst du schon... How I Met Your Mother? Ja, Aber meine Kollegen haben das aber aber gespielt mit mir. Aber kennst du die Szene? Aber ja. Wo sie immer aber sagt. Ja. Das haben wir. Meinst du, das Ein wäre Weile- gegangen mit dem... Wir haben das Schluss- mal tatsächlich einführen. Es hat ein Weile gegeben, Also wo sie... spätestens nach diesem Kommentar hätte ich fix das... In deiner Kollegengruppe hätte ich das fix Wir können eingeführt. das einführen. Wir können das hier machen. Ein Trinkspiel mit einem Wort, das einbauen. Das nächste Mal schauen wir eine Folge. Gut, ich weiss nicht. Bei Weiberhaken sagst du das vielleicht nicht so. Es gibt noch 3 Folgen. Es gibt noch... warte, heute ist ja Donnerstag. Es gibt noch 3 Folgen. Schlussendlich, ja, ich weiss es gibt nicht. Hey, sage ich auch noch viel. Hey. Hey, Oder erzähl mal. Erzähl mal. erzähl mal. Erzähl mal. Also wir abstimmen, Chat. Wir Erzähl mal und hey. Wir können mal alle eine Folge schauen.
Jeder achtet sich ein bisschen, was am meisten vorkommt. Heute ist Mittwoch. Morgen. Es kommen noch 3 Folgen. Morgen. Aber das wäre mir jetzt auch gar nicht Ich möchte zuerst vorrecherchieren. Ich kann euch dann sagen, ob erzähl mal oder schluss am Ende. Wir können ja zuerst, wir machen es so, wir schauen eine, die schon draus ist, ob es jetzt die Mond ist, wir schauen eine, die schon draus ist, dann tut jeder ein bisschen Notizen machen und dann, wenn die neue rauskommt, tun wir vorher eins definieren und dann wird bei jedem Mal, wenn das kommt, gut, aber die sind schon produziert alle, gell? Die sind alle schon produziert. Nein, leider nicht. Wir müssen es fast live. Ich würde etwas einbauen. Weiberhagen, das Beste, der Philipp Roth, war auch stolz, als er mir es geschickt hat. Hey, stark, hast du das gesehen? Der Philipp, ein Kollege, sagst ihm einen lieben Gruß. Ja, die produzierst du ja übrigens. Also ich habe gesehen, du produzierst allein, alles selber. Alles selber. Das ist schon noch... Also weißt, ich weiss ja, wie es ist, Videos zu produzieren. Das ist schon noch Aufwand. Ja, das ist noch... Vor allem moderieren und herstellen, Kamera. Aber ja. Musst du ein bisschen... Hast du ein klappbares Display dort bei dieser Kamera? Oder wie meinst du ein klappbares? Also ich kann es wie kehren. Ich habe einen Gimbal und dann kann ich die Kamera gegen mich... Weißt du, dass ich so hocke und kann darauf schauen. Aber du siehst ihn dann im Bild? Ja, aber das ist nicht der Scheiß. Weißt du, dann schaust du die ganze Zeit so, wie jetzt hier. Dann schaust du die ganze Zeit aber ich sollte ja hier eigentlich schauen. Das ist dann... Ja, da ist das ein bisschen gleich. Ja. Da kannst du immer sagen, ich schaue gerade in den Chat oder so. Weißt? Ich lese gerade eure Nachrichten. Philipp, bei uns heisst der Galapi, ich sage immer, was? Haha, ich sage immer, ich wäre sein Manager, wenn wir an einem Schwingfest sind. Ja, das ist gut. Vielleicht braucht er einen. Gut, Schwinger ist nicht so Manager. Ich bin gerade mit dem Ködersack in der Hang fast bis zum Gob gelaufen, statt neben mir in den Container zu fallen, weil ich konzentriert euch am Zulassen war. Das ist super. Ja, wir sind dort um 4 Uhr dran. Gehen wir sie ja verlangen? Ja, jetzt langsam. Cool. Ich muss einfach aufs WC. Ist das zu privat, wenn ich das hier erzähle? Nein, das ist okay. Ich habe um 4 Uhr gedacht... Die Frage ist, machen wir gerade fertig so? Oder willst du eine Pause und noch mal eine Runde ich muss näher mal... aber ich kann es anders mal kommen. Ja, wir können das gerne irgendwo fortführen. Wir haben jetzt sicher viele offene Punkte. Ja. Und, was haben wir für offene Punkte? Das Bingo, genau. Was hast du vergessen? Nein, ich meine, wenn ich jetzt das nochmal schaue, dann ergeben sich sicher viele neue Fragen. Also, wir jetzt nicht ich komme sagen wir es mal. Nächste Woche. Wir laden dich sehr gerne wieder rein. Weißt du, bei mir musst du aufpassen. Mir ist nicht mehr los. Hast du weit bis dahin? Es geht, nein. Wie lange hast du bis dahin? Halbe Stunde. Halbstunde. Aber weißt du, ich lade mich nicht selber ein. Es ist nicht so wie «Hallo, ich bin wieder da». Du, wenn du einen Gast mitbringst, bist du sehr gerne wieder eingeladen. Der Zobi. Pascal Zuberbühler. Tut mal etwas vorschlägt. Ich kenne Kommst du mit ihm zusammen gerade? Mit dem Zobi, ja. Also machen wir es so, das nächste Mal, wenn du kommst, bringst wenn der Zobi kommt, wenn er Bock hat, dann bringst du ihn mit. Der Zobi ist auch immer gut. Neben Zobi siehst du einfach immer sehr dünn aus und sehr... Weil er ist ja so... bin ich in einem anderen Bild. Ja, ja. Gut, ja. Ich hoffe, bis dann die dritte Cam, dann kann ich nicht mehr eigene Szene geben, dass wir nicht nebeneinander Ich sehe immer aus, als wäre ich 1,11 Meter groß. Wirklich so, es ist aber so wie, er ist einfach riesig. Von der Grösse her kann ich vielleicht knapp mithalten. Ja, er ist alles. Es ist alles. Oder nicht schwingen einfach. Ich weiß nicht, ja. Aber er ist ja gut, er ist Unterhaltungswert, wäre gut. Sehr freuen. Zobi wäre goldet. Mit dem Benito. Zobi wäre gut. Ja, wir haben sogar das Zobi-Emote gehabt. Nein, der Zobi ist super. Der Zobi ist menschlich top. Und auch sonst. Wir haben wirklich... Der hilft mir eben auch bei meinem Kinderbuch. Das kann ich verraten. Er hilft einfach so ein bisschen ab und zu. Er hilft definitiv. Kennst du alles von den Emotes da? Hey. Kennst du den hier? Wer ist das? Das ist der... beim Schweiz-Frankreich-Match, der Fan, der zuerst so traurig war und dann ist er eskaliert. Okay. Ja, sie sind ein bisschen klein, ich könnte gar nicht jetzt... Da... Ich weiß aber nicht... ja, sie werden nicht viel grösser, wenn ich hier her... Der Jakin kenne ich. Was ist das noch? Ist das der Alain Sutter oder der Gerard Jacquin? Der Jan Sommer. Ja, okay. Das ist der Sommer. Ja, der Sommer habe ich erkannt. Wo ist der Pfeil? Da, bei dem. Wer ist das? Ist das der Latu? Nein, wer ist das? Petkovic. Ist das der Petkovic? Ja. Zeig, aber ich bin, da merkst du ich bin zu alt. Wobei, es kommt die Alterssichtigkeit, ist ja nicht in die Weite. Aber ich habe -6. Die im Chat sind ein bisschen grösser, oder? Ja, aber nur minim. Ja, aber ich muss das... Warte mal, wir können ja hier Sachen einstellen.
Dass ich auf das WC muss, das ignorierst du einfach Nein, ganz, wir machen gell? jetzt... Das ist, wir suchen jetzt den Abschluss. Jetzt haben wir sonst bin ich wie so ein Hund, weißt du, Ja. ein bisschen einfach auf das Sofa. Ich habe nur den Abschluss jetzt nicht gefunden. Das ist schon gut. Nein, aber wir wollen es natürlich noch Aber es lesen, ist was gut, wenn die du noch Leute ein bisschen mein Fußballwissen testen, ob ich überhaupt einen kenne. Das Ja, ist schnell schon ein bisschen okay. müssen wir Ja, ja. das ist gut. sagen. Ich meine, Habe ich weisst, die machen bestanden. ja alle selber. Für so Arbeit, die die auch ein bisschen... Die weisst, sind von dir, oder was? Stark. Also ja, ich hole einfach Bilder aus dem Okay. Internet, schneide es aus Ja. und tue es bei mir Also wir haben eine Pendenz, das ist das Bingo, das Sauf-Bingo. ja. Das können wir ins Leben rufen. Das wäre Ja. allgemein für Quoten Aber von das meinen müsste man Sendungen. ja eigentlich fast... Bei Live-Sendungen, ja. Jetzt habe ich gleich 2 im Schwingfest. 2 Schwingfest, Emmentalisches und Bernisch Dann Kantonales. achtest du dich mega drauf und verkackst komplett. Nein, ich bin souverän, ich habe das so etwas von. Nein, das... Wir, We want Natalie Hashtag. Oh, ist das ein geiler Hashtag. Das ist super. Hey, Mit, und ich hoffe, der- ihr followt mir alle auf Instagram. Ich habe nämlich 3 Ja. Follower. Und es wäre schön, wenn ich nach dieser Ausrufezeichen. Sendung 4 hätte. Ausrufezeichen Nathalie. Dort kommen wir direkt aufs Insta. Eine Episode dürft 2 ihr mit der sehr gerne. Natalie und dem Zubi wäre sehr geil. Hey, das tue ich schlussendlich organisieren. Wir wären sehr happy natürlich. Also. Dann müssen wir aber ein bisschen... Ich Bisschen- glaube, wenn der Zobi kommt, muss ich schnell, dann muss ich ein bisschen überlegen, oder kann man mit dem auch einfach so... Nein, mit dem kannst du einfach so. Einfach so. Einfach so. Irgendetwas. Oh, einfach, er was wir ist, hier machen und so. er ist crazy, er ist nicht normal, Ich nicht frage ein mich, warum er Prozent. nicht als Hero im IAFC drin ist. Er ist kein Prozent normal, aber ganz menschlich super, einfach ein kleines Kind geblieben. Ich kann Aber mir das so gut vorstellen. er und ich ist würde mich natürlich sehr menschlich. freuen. er ist ganz ein toller. Hey, aber dann machen wir doch hier fertig. Erstens, dass Nathalie aufs WC Instagram. kann und dass sie dann einmal wieder heimkommt. Ich werde mich an dieser Stelle natürlich wieder bei euch allen, die heute dabei waren, bedanken. Wir werden natürlich die ein oder anderen Clips sicher irgendwo bei Insta posten. Vielleicht können wir etwas rausziehen aus dem Podcast. Vielleicht habt ihr sogar schon irgendetwas geklippt. Ich tue mich immer sehr gerne daran erinnern, dass ihr ein paar Clips macht. Das vereinfacht es mir oder auch an der Nathalie, nachher vielleicht irgendetwas zu posten. Und wäre ja vielleicht auch witzig, wenn ein Clip von euch, den ihr gemacht habt, wir nachher bei uns posten. Aber wir gehen natürlich selber noch suchen. Aber ja, ich werde mich auf dieser Stelle natürlich vor allem bei dir Hey. bedanken, dass du vorbei bist gekommen. Merci vielmals. Das Hat kann- sehr das- Spass gemacht. Das freut mich. Hat Das- sehr Spass gemacht. Es hat sehr Spass gemacht. Merci vielmals. Ich habe mich Ich muss persönlich das noch wollen- fein justieren. ja, so persönlich bedanken. Oder vielleicht das nächste Mal. Ja, wenn der hole ich- Zubi ich kommt, hole musst du es nicht jemanden für die aufdrehen. Regie. Nein, wenn der Zubi redet, dann explodiert es. Das kannst Dann du muss genau ich- so lassen. Dann muss ich auch schauen, dass man ihn über unsere Mikrofon nicht auch noch Er, hört. er wird lauter reden als ich. Kannst du es genau, das ist schon für den Zubi eingestellt. Hey, Ja, merci nein, wir vielmals. würden uns natürlich auf den Zobi freuen, aber erstens, primär jetzt freuen wir uns sehr. Kannst du es Ich freue mich rausklippen sehr. und dann können wir es auf Ja, Insta kannst du ihm sehr schicken. Kannst du mir auch Aber ich freue mich zuerst mal sehr, dass du da bist. Merci, Und gleichfalls. merci vielmals für das Buch, das du mitgebracht hast. Bitte, merci euch daheim. Und falls wir uns jetzt nicht vor dem November das zweite Mal würden sehen, schon mal jetzt guten Erfolg für das zweite Buch. Merci. Und von dem her, Alles Ja, Gute dir danke, für Chat. die bevorstehende Vaterfreuden. ja, danke schön. Wir sind gespannt. Am Sonntag. Mal schauen, ob es kommt oder nicht. Sonntag. Oh, ich will noch wissen, ob es passiert. Ich Wenn- poste auf Insta, dann wisst ihr es eh alle. Dann wissen es eh alle. Ob pünktlich abgepfiffen wird. Ja. Ja, gibt es kein CBK-Trikot für die Nathalie? Ja, leider. Es ist eben noch ein bisschen schwierig aktuell. Hey, mit dem, wir weil- haben so, aha, von Das ist euch. aktuell. Aha. Aber- Ich komme ja dann nochmal. Ja. Das ist kein Die Stress. Idee ist, glaube ich, schon irgendwann, dass wir vielleicht für Gäste so ein... Aber es finanziert es halt noch niemand. Nein, Es ist das verstehe ich. das Du ist das schon schön. Geld für anderes investieren. Ja. Das ist, Aber und wir haben finden ich habe es- so viel Trikot daheim. Eben, du Aber hast ja das gesagt, von euch wäre oder von dir wäre natürlich schon noch ja, mehr wert als das Da Ronaldo-Trikot. würden wir natürlich dann auch Nathalie draufschreiben und alles. Okay. Wir Nein, bringen es, aber vielleicht bringen wir es her aufs nächste Mal. Wir schauen. Okay. Wir müssen halt mal ein paar Subs giften im Chat, dass wir auch so ein Trikot können finanzieren können. Für die Gäste, die hier kommen extra. Nein, merci vielmals. merci auch vielmals. Und wünsche dir ja, am Schluss eine gute Heimreise. Aber wir sehen uns jetzt noch schnell zuerst Ja. mal. Gang nochmal Bevor ich aufs WC Gang renne. nochmal aufs WC. Merci Chat. Merci vielmals für euren Support. Falls es Resubs gegeben hat heute, falls es irgendwelche Cheers gegeben hat oder sonst irgendwie Support, wir haben leider keine Alerts heute an, weil wir den Podcast halt so ein bisschen in Ruhe
wollen aufnehmen. Und ja, danke euch. Merci vielmals. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, heute hat technisch alles funktioniert. Ich werde es dann auf jeden Fall nachschauen. Wir hören uns alle spätestens am Freitag wieder mit Weekend League. Und merci vielmals. Ich wünsche euch ganz eine gute